nimmt sie jetzt nämlich schon auf. Sehr Siehst du, gut. ne? Sehr schön. Angie, willst du begrüßen? Ja, Mach doch mal. mache ich. Jasna. Hoi. Udovici. Hallo. Hoi. Ich habe riesig Freude, bist du heute Abend da. Du bist, ich habe das Gefühl, der Frank weiss nicht, was auf ihn zukommt heute Abend. Nein. Er überlebt es. Er wird es überleben, Ja. weil... Vielleicht mit Albträumen, aber er wird es überleben. Oha. Weil Frank, die Jasna ist einer von meinen Seelenmenschen, von meinen Herzmenschen, von meinen Wegbegleitern schon seit über 10 Jahren mittlerweile. Ist das schon 10 Jahre her? Hey, über 10 Jahre im Fall. Wahnsinn. Ja. Wow. Ja. Ich kann auch gehen sonst. Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt einfach nur so ein ganz klein bisschen Beiwerk bin. Oh, Nein, nein, wir nicht. tun dich jetzt integrieren, weil nach heute, Frank, Genau. sind wir ein Trio. Genau. Da schau jetzt. Okay. Genau. Die Jasna hat gesagt, aber ist das nicht komisch für den Frank, wenn du und ich befreundet sind und so und sie dich nicht kennt? Und dann irgendwie, wie ist es gegangen heute Abend? Wir haben gesagt, nein, nach heute Abend sind wir alle Best Ist der Friends. Frank auch dein Ist das so? Ja, Okay, ja, genau. super. Genau. Genau. Wunderbar. Ja. Ich hatte mal eine Freundin, die hieß Jasna. Wirklich? Okay. Da war ich 16. Ah, okay. Und sie Ja. auch, oder? Sie war 14. 35. Ah, okay. Sie war 35. Okay. Nee. Ja, und sie hat mir Frank hat einen Typ. Sie hat mir die Liebe gezeigt. Ja. Nein, sie war Jasna Sroka. Sie war, Okay. war 14. Und von wo ist die Okay. Jasna Sroga gewesen? Aus Norddeutschland. Und ihre Mutter Brasilianerin. Ah ja? Und Sroka, weiß ich nicht ganz genau, woher der Name kommt, aber könnte auch irgendwas in Richtung Osteuropa sein. Ja. Ne? Aber sie schrieb sich mit Doppel-S. Okay. Ja. Also Jasna. Ja. Weil mein Name Jasna, der schreibt sich mit einem S. Ja. Und ich habe kroatische Wurzeln. Ja. Und Jasna heisst auf Deutsch übersetzt Clara. Ach, sicher. Ja, genau. Aber Jasna mit Doppel-S, den Namen kenne ich jetzt noch nicht. Ja. Ja, Ach, das heisst Clara. ja genau. Ach, so Die lustig. helle. So lustig, weil meine Tante, deine Meine Schwiegermutter. sie heißt auch Clara. Ah, okay. Ja. Ja, Ja. genau. Ja. Also wir nennen sie Claire. Ja. So lustig. Okay, lustig. Anyway. Ja, wo das herkommt. Ja. Genau. Anyway, also Ja. eben, einer von meinen Herzmenschen. Und ich finde, du hast so viel zu erzählen. Du hast einen wahnsinnig spannenden Weg hinter dir und vor dir. Sei es durch deinen Job, durch dein Studium, durch alles, was du machst rundherum. Und darum finde ich das wunderschön, bist du heute da und wir dürfen ein bisschen mehr über dich erfahren. Erzähl. Eben, Jasna, kroatische Wurzeln. Wie bist du auf die Zug gekommen? Wie bist du zu mir gekommen? Was ist deine Geschichte, wenn du dich Ja. darfst vorstellen so in einer Minute? Also erstmal danke vielmals für die Einladung. Ich freue Sehr mich gerne. mega, heute Sehr bei gerne. euch hier im Podcast zu sein. Ja, wie bin ich auf die Zug gekommen? Bedingt durch meine Geburt. Also meine Eltern haben eben kroatische Wurzeln. Aber meine Eltern sind unabhängig voneinander in den 80er Jahren beide in die Schweiz gekommen und haben sich in Cham, Kanton Zug, kennengelernt. Und haben dann meinen Bruder gehabt, und nachher anschliessend mich. Ich bin im Jahr 93 auf die Welt gekommen. Genau. Und ja, jetzt wohne ich etwa seit gut 10 Jahren in der Stadt Zug. Und Angie und ich, uns verbindet natürlich unser ehemaliger Arbeitgeber. Wir haben uns beim Arbeiten kennengelernt. Muss man vorab sagen, ich meine, ich habe ja einen huge Woman Crush gehabt, den ich Angie das erste Mal erlebt habe. Und sie hat mich, glaube ich, aber mäßig gefunden, weil ich bin immer bei ihr Zigaretten stellen. Also nein, ich bin immer gefragt. Du hast immer ja gesagt. Aber ich konnte deinen Blick können lesen. Nein, das hat mich nicht interessiert. Mutter, kauf dir mal deine eigene Zigarette. Ja, und irgendwann habe ich sie dann gleich von mir überzeugen. Und Ja, seitdem, genau. ja. Das war in der ominösen Mantra-Bar nach der Zuckermesse. Oh ja, Nach der Zuckermesse. Ich meine, da ist ja auch schon dann ein ganz klein bisschen Pegel. ganz wenig. Ja. Minim. Alkohol genommen. Ja. Nur ein bisschen. Ja. Ja, aber es ist so eine lustige Abend. Ja, 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 also, genau. viele Räubergeschichten, aber auch viele schöne Geschichten. Genau. Voll.
Und der ehemalige Arbeitgeber ist gewesen? Sogar die Kantonalbank. Ja. Gut, Genau. Mhm. Ja. als Genau. Hintergrundinfo. Mhm. Und hast du KV gemacht und dann in der Bank oder wie ist der Werdegang? Ja, nein, ich habe ursprünglich auf der Einwohnergemeinde in Cham meine Lehre gemacht. Ganz spannende Zeit gewesen. Also, Verwaltungsfachangestellte? ja, genau. Passt mega zu mir, gell? Darum arbeite ich ja nicht mehr dort. Ja. Ja, und dann bin ich nach meiner Lehre bin ich ein halbes Jahr auf London, also in die UK, Sprachaufenthalt machen und lernen Bier trinken, ganz wichtig, Kultur kennenlernen. Ja. Ja, und dann bin ich dann zurückgekommen und habe einen Job gesucht und irgendwie hat es sich ergeben, dass ich etwas im Bankenwesen gefunden habe, noch nicht direkt bei der Zuger Kantonalbank. Aber eigentlich so ein bisschen eine Umschulung können machen von dem Verwaltungsfachfrau in Bankfachfrau. Und ja, seitdem arbeite ich in der Finanzdienstleistung. Ja. Und ich denke, das geht vielen so, die halt im Kanton Zug leben, weil ja, wir halt in der Schweiz doch für unser Banking sehr bekannt sind. Ja, genau. Und du, Frank, ich weiss eigentlich gar nicht so viel über dich. Ich weiss nicht, vielleicht ist das jetzt ein bisschen unüblich, dass ich jetzt am Host Fragen stelle. Nein, ganz im Gegenteil. Also, woher sollst du das auch wissen? Ich bin nicht 93er Jahrgang. Nicht? Okay. Nee. Ich bin ein 94er. Ich bin ein glorreicher 67er. Oh. Das heißt, also ich bin auch noch durch ganz, ganz andere Zeiten gegangen. Ne? Also deshalb zum Beispiel eben, bevor wir aufgenommen haben, habe ich kurz erwähnt, dass ich noch Der Riese Rick gelesen habe für meine Töchter. Und das vom gleichen Autor ist wie der Gryffalo. Und damit konntest du ja nichts anfangen und Angie konnte damit auch gar nichts anfangen. Ja. Das ist etwas, was jemand 67 bis 1980 nicht verstehen kann. Wieso? Das ist eine absolute Klassik. Und so, ne? Also insofern ist ein anderes Verständnis darüber. Also ich bin 1967 geboren. Ich komme ursprünglich aus Norddeutschland. Ich glaube, das haben wir in jeder Folge bislang irgendwie thematisiert. Und ich komme aus wirklich Norddeutschland. Also ich komme aus Schleswig-Holstein, dem nördlichsten Bundesland. Direkt an der Hamburger Stadtgrenze. Bin dann aber wie viele mit 19 aus der kleineren Stadt, in der ich gelebt habe, mehr oder weniger geflüchtet nach Hamburg. Und habe dann die meiste Zeit meines Lebens in Hamburg gelebt. Noch mal kurz ein Jahr in Berlin und bin seit 18 Jahren in der Schweiz. Und bin inzwischen auch Schweizer. Oh, gratuliere. Ja, danke schön, da habe ich mich sehr gefreut. Ne? Das war super. Nein, Das Jahr? Genau, letztes Jahr. Ah, das letzte Jahr. Okay. Letztes Jahr Oktober. Fließig abstimmen und deine Pflichten als Schweizer Bürger nachgehen. Selbstverständlich. Sehr gut. Als Schweizer Bürger und Demokrat. Ja, sehr gut. Und das mache ich. Nein, ich habe mir gedacht, das macht doch Sinn. Also 3 meiner 4 Töchter sind auch Schweizerinnen. Und das macht noch Sinn, dass ich das tue. Und außerdem ist hier mein Zuhause. Sehr schön. Meine Heimat ist Norddeutschland und das ist auch gut so. Hier ist mein Zuhause und es wird immer mehr tatsächlich auch zur Heimat. Und deshalb machen wir das hier auch, ne? Um zu erzählen, worum es denn hier eigentlich insgesamt geht. Über die Menschen, die wir dann einladen. Was gibt es noch von mir zu erzählen? Ich habe 41 Jahre lang im Technologie- und Medienbereich gearbeitet. Davon 21 Jahre bei Apple. Mache das jetzt seit 1,5 Jahren nicht mehr, bin also nicht mehr bei Apple und mache jetzt verschiedene Projekte, unter anderem eben auch Radio Walchwil, die mir Freude bereiten. Und Frank, hast du ein iPhone? Ich habe ein iPhone, ja. Ja, nicht nur eins. Aha. Also mal Nein. iPhone vielleicht nur eins. Eins. Aber sonst ist alles aus Apple. Ja, sicher, weil aber das ist auch ein ganz anderer Podcast, weil es einfach, was digitale Werkzeuge anbelangt, Hardware und Software, die beste Möglichkeit ist. Punkt, fertig, aus. Ja. Weil es mir ermöglicht, all das, was ich mache, all das, was andere Menschen machen, besser zu machen. So, und das ist das Wichtige daran. Und deshalb habe ich ich habe das erste Mal mit Apple-Geräten gearbeitet. Das war ganz faszinierend eigentlich, weil ich im technischen Support war bei einem lustigerweise Schweizer Unternehmen, das in Hamburg eine Niederlassung hatte, der Also. Die sitzen Also. die Also, genau. Das Also ALSO.
ALSO. Genau, die Also. Mm. Und die hatten eine Niederlassung in Hamburg und das ist also ein Großhändler gewesen für Technologie, für Hard- und Software. Und da war ich im Händler-Support für eine, das wird euch alles nichts mehr sagen und das wird auch niemanden interessieren. Du weißt nicht, wie alt das unsere Zuhörer und Hörerinnen sind. Aber vielleicht. ja, aber den Scheiß wird wirklich niemand interessieren und sowas. Da war ich im technischen Support für Novell Netware und das ist ein Netzwerkbetriebssystem technischer gewesen. Support, das ist, ich rufe an, ich habe ein Problem und du nimmst dann das Telefon Ganz genau. Okay. Und das ist ein elendes Gefummel gewesen. Oh. Das ist ein so hochkomplexes System gewesen und du musstest dir jeden einzelnen kleinen Scheißbefehl merken und hier und da und das und wenn du da einen falschen Komma gesetzt hast, dann hat alles nicht funktioniert. Ein Theater. Ein Riesentheater. Und irgendwann kam jemand rein, stellte mir einen Mac Plus. Im Mac Plus waren diese ganz kleinen Würfel, die waren ungefähr so groß Und die mit einem... farbige? Nein, das ist der iMac gewesen, der erste. Ja. 20 Jahre vorher. Okay. Der iMac ist 1999 rausgekommen, stimmt das? Irgendwie sowas um den Dreh. 79 war das Ding. Genau, und der Mac Plus, der ist gekommen 1900 und also der Original Mac 1984 und der Mac Plus 1986. Und ich habe den 1987 oder 88 bekommen und der war so groß und der hatte einen 9 Zoll Schwarz-Weiß-Bildschirm, also so groß. Und es war aber damals schon, wie es heute beim Mac ist, Maus, Klick, Drag and Drop und also es war einfach, es hat funktioniert. Mhm. Und dann habe ich wirklich vor meinem Novellen Netware-Bildschirm gesessen und vor dem Mac-Bildschirm und habe gedacht, so muss es funktionieren, so ist es grundfalsch. Und seit 1988 arbeite ich mit Mac und dann irgendwann mit iPad und dann irgendwann oder mit iPhone oder mit iPad und all das. Ja. Es ist einfach die beste Möglichkeit. Cool. Soweit zu unserer Rubrik Technologie aus der Vergangenheit. Und wie, Das hast du sehr gut abgehandelt. Dankeschön. Ne? Also die Support-Hotline ist offen, bitte meldet euch. Telefonnummer tun wir selbstverständlich einblenden. Ganz genau. Auf Publish auf Instagram. Ja, so und das ist im Grunde genommen das, was es. Also das ist mal so der grobe Abriss über das, was ich. Ich erzähle gern Geschichten. Sehr schön. Also ich kann mir vorstellen, dass jeder, der dort bei der Hotline angerufen hat und dich am Apparat hat, A, fachlich im besten Hand war und B, normalerweise, wenn man ja auf so eine Hotline anruft, ist man ja wahrscheinlich schon leicht säuerlich frustriert, weil man ja ein technisches Problem hat. Und so technische Probleme für Leute sind ja auch immer ein bisschen so ein Spiegel, etwas ist falsch mit mir, weil mit der Technologie ist ja meistens alles korrekt hinterlegt. Und ich denke, wenn man dich am Telefon hat mit der unglaublichen Stimme, die so besänftigend wird, Angie und ich haben gesagt, du hast die perfekte Podcast-Stimme, Frank. Ja, Also- aber nicht nur Podcast. Ja. Jetzt kommt das wieder. Fantasy. Also würdest du Hörbücher vorlesen, egal welches Gell? Genre? Ich Gell? glaube, da würde ich zulassen, ja. Gell? Ja. Frank, du musst irgendetwas machen. Es muss ja nicht Fantasy sein. Ich mache einen Podcast. Ja. Ja, genau, richtig. Also damit vielen Dank. Damit fangen wir mal an. Aber nochmal, auch das ist eine eigene Podcast-Reihe und irgendwann werden wir auch haben wir da mit jemandem schon drüber gesprochen? Ich glaube mit Irene wir zwei, werden wir meinen sehr, sehr guten und alten Hamburger Freund Sascha mal einladen als Gast. Entweder ist er dann hier oder aber über Zoom oder sonst irgendwas. Und Sascha ist Schauspieler und Synchronsprecher. Ja, genau. Oh. Genau. Und, Ja, Die Folge freue ich mich schon. und Sascha hat ganz viele bekannte Sachen gesprochen. Also Sascha hat zum Beispiel Superman gesprochen. Sascha ist das letzte verbliebene Original-Cast-Member von TKKG, von der Hörspielreihe. TKKG. Kannst du nicht? TKKG. Nein, Oder das kannst du nicht warst du mehr. 5 Freunde oder 3 Fragezeichen? Ja, Oder? ja. Ja, TKKG ist Kandidati, das ne? andere. Ja. Ist das aber was anderes. So, und Okay. Sascha spricht das. Sascha macht Dialogregie. Also er macht zum Beispiel die Dialogregie für Feuerwehrmann Sam und für Yakari, so Kinderzeichentrickgeschichten und all das. Und Saschas Vater Wolfgang ist die deutsche Synchronstimme unter anderem von Woody Allen gewesen und So cool. seine Schwester ist Schauspielerin. Und Sascha hat verschiedene
Spielfilme auch übersetzt und die gesamten Dialoge neu arrangiert und all das. Also sehr, sehr spannend. Und den werden wir irgendwann auch einladen. Dann kann er zu dem Thema ein bisschen was Unbedingt. erzählen. Ich wollte jetzt aber noch auf irgendwas. Achso, was du gesagt hast. Die Menschen, die angerufen haben, die haben dann sicherlich fachlich kompetente Auskunft gegeben. Das war nahezu nicht möglich, zu Novellen Network fachlich kompetente Auskunft zu geben. Warum? Man kann sich das überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Also die Installation für Novellen Network, das ist, wie gesagt, das ist das, was du heute, wenn du also nichts anderes hat das Ding gemacht. Das hat Speicherverzeichnisse, auf denen du Dateien hinterlegen konntest, im Netz zur Verfügung gestellt. Also das, was du heute, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung was, iCloud oder sonst was, wenn du da was auf eine Datei auf einem Ordner ablegst, das hat Novellen Network gemacht. Und das war ein Buch mit 7 Siegeln damals. Die Handbücher waren 1 Meter lang. Nein, ohne Scheiß. In der Breite, und die Installation von Novellen Network hat einen halben Tag gedauert. So, Oh mein Gott. und die ganze Zeit. Und diesen hier und all das. Und du hast irgendwo mal einen Fehler gemacht. Du hast gerade wieder können. Dann hast du direkt Aber wieder. für was hat man Novellen Network gebraucht? Wenn du mehrere Menschen gehabt hast, die mit Computern im Netzwerk gearbeitet haben und gemeinsam auf Dateien zugreifen wollten. So, also ich lege eine Textdatei ab, Cloud. für was auch immer. Nee, aber nur im lokalen Also, Netzwerk. aber Cloud nicht war mehr noch nicht. Ja, genau. Ne? Internet war noch Ja, nicht. ja. Sondern nur in einem Büro über Kabel verbunden, und das hat Novellen Network gemacht. Also einen File-Server zur Verfügung gestellt. Ja. Und das war's. Ein Riesentheater. So, und es war einfach, es konnte so viel schiefgehen, dass man im Grunde genommen war jeder Fall ein vollkommen neuer Fall. So. Und Jeden Tag eine Herausforderung. ja, und nervig. Ne? Also das, naja, aber es waren andere Zeiten. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch, da unten liegt dieser Frühjahr 92, da ganz unten. Das ist noch das Original aus 1992, ein Jahr vor deiner Geburt, Jasna. Das ist der Produktkatalog der Firma Prisma Computertechnologie, ganz genau, den ich über die Jahre gerettet habe. Das ist das Original noch. Okay. Und da stehen, das sind die Produkte, die Prisma, damals einer der größten Großhändler in Europa für Apple Macintosh Hard- und Software, die Produkte, die angeboten, da sind Dinge dabei, das kannst du heute keinem mehr erklären. Also das ist, ich habe jetzt auf LinkedIn ab und zu ein bisschen daraus vorgelesen, ne, weil das Aus dem Produkte, Teil? ganz genau. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Okay. Und das wird vielleicht auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause interessieren. Also wenn man heute einen Drucker kauft, du kaufst also heute irgendwie wieder Canon, Pixma, der da unten steht, Ja, genau. du kaufst einen Drucker A4 oder selbst A3, dann musst du dich ganz doll anstrengen, um einen Drucker zu kaufen, der mehr als 200 Franken kostet. Es gibt natürlich dann hochauflösende Fotodrucker mit Pigmenttinten und all das, dann kommst du vielleicht auf einen Tausender oder wie auch immer. So, aber ein A3-Drucker, also wenn du dafür 200 Franken, ist das viel. So. Und was aber damals gab es das nicht. Sondern du hast also Schwarz-Weiß-Drucker gehabt, Laserdrucker schon mal kaum. Es waren Nadeldrucker, ne, Ja, genau. so. Farbdrucker haben nur funktioniert auf Spezialpapier mit so einem Foliendruck. So, die haben also 3 verschiedenfarbige Folien gehabt und haben dann in 3 Durchgängen krass, da hat dann eine DIN A4-Seite, hat dann irgendwie 5 Minuten gedauert, bis sie fertig war. Und Spezialpapier, wie gesagt. So, und dann irgendwann kam eine Firma, Tektronix heißt die Firma, die kennt heute keine Sau mehr. Die war aber damals sehr, sehr groß und hat einen Drucker rausgebracht, der A3 in Farbe auf Normalpapier drucken konnte. Und die gesamte Branche ist umgefallen. Klar. Hexenwerk, und wir brauchen das sofort. Das kann ja überhaupt gar nicht funktionieren. So, also stinknormales Papier. Und du hast 4 Farben gehabt, CMYK, und das waren Wachsstifte, und die musstest du in so Schächte einwerfen, und die sind dann geschmolzen worden, und dann ist diese geschmolzene Wachs mit den verschiedenen Farben ist dann mit Druckköpfen aufs Papier gebracht worden. Normalpapier A3 Farbe. Es war einfach unmöglich, dass es das gab, und irgendwann gab es das. Habt ihr eine Idee über den Preis?
Was hat das Ding gekostet? Also erstmal, der hat 50 Kilo gewogen, der Drucker. 50 Wow. Kilo. Oh mein Gott. Genau, so, was hat der gekostet? Also, vor wie vielen Jahren war das? 1991, 92. So. Okay, also was wir im Kopf müssen haben, Angie, Preise sind, oder Geld hat dort mehr Wert gehabt als heute. Ja, das ist so. Mhm. Und wir haben noch D-Mark gehabt. Aber sagen wir mal, einfach, das kann von mir aus in Franken sein. Was hat der Drucker gekostet? Ich habe gesagt, also sicher im vierstelligen Bereich. Ja, Mhm. hat er gesagt. Aber ich kann es nicht einschätzen, ob 5000. 5.000. Ja. 42.000. Was? Hm? 42.000. 42.000 Also Mark. vierstellig. Aha, du redest vierstellig in dem Fall von den 10.000er. Ich habe vierstellig einfach 4 Zahlen. Ja. Aber Ja. okay. 42.000 Mark 42. hat er damals. Mark. Yes, Mark. let's go. Und was Hat ist er das in damals. Euro? Naja gut, der Umrechnungskurs war 2002 dann durch 2, aber das war damals im Grunde genommen genauso viel wert, wie es ist. Also Wow. 42.000 Mark hat er Wahnsinn. gekostet. Und der ist weggegangen wie geschnitten Brot. Das glaube ich. Weil jeder hat doch Ja, alles das ist farbig so voll ausdrucken. Revolution. Ja. So. Das hätte man müssen haben. Ja, logisch. Genau, die Agenturen Also- haben das gekauft, die Unternehmen haben das gekauft, etc. 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 Also ich glaube nicht, dass ich Unglaublich. würde Geld ausgeben, also 42'000 Franken für einen Drucker, aber Na, du musst dir vorstellen, wenn du damals was in A3 drucken wolltest, also beispielsweise, wenn du, keine Ahnung, du bist eine Werbeagentur gewesen und hast irgendeine Broschüre entwickelt für einen Kunden, dann konntest du natürlich A4-Seiten nehmen und die zusammentackern und all das, oder aber du hast A3-Seiten genommen ja, logisch. und die ja. zusammengelegt. Du hast aber keinen farbigen A3-Drucker gehabt, sondern du Ja. musstest das Ganze an einen Drucker geben, der das für dich gedruckt hat. Und Für Ausvermögen wahrscheinlich. genau, auch für ein Vermögen. Ne? Also da waren dann die 42.000, wenn du die auf Tasche gehabt hast. Ne? Das, aber so. Räuberpistolen aus der alten Zeit. Mhm. Eigentlich müssten wir mal so eine Folge mit dem Franken aufnehmen, so alte Geschichten aus deinem Leben. Ja. Ja, Mhm. das können wir sehr gerne machen. Das ist das. Ja, das machen wir. Aber Ja, jetzt bist ja du. wirklich? Jetzt bist Ja. ja erstmal du da. Ja. Ich weiß gar nicht, wie sind wir da Weil eigentlich. sie dir eine Frage stellt und ich Warum- habe genau gewusst, dass sie dir wird Fragen oder Löcher in den Bauch fragen. Aber warum Das ist- erzähle ich etwas über den Tektronix Phaser 3 PXI für 42.000 Mark? Alles Da war gut. übrigens noch nicht die 4 Megabyte RAM-Erweiterung dabei, die Okay. nochmal 4.000 gekostet hat und die man eigentlich noch Okay. brauchte. Ne? Also das, Okay. nicht, dass jetzt jeder denkt, pass mal auf, 42 ist ja ein Schnapper. Das war nur das Einkaufsmodell, gewesen, was alles an So, Zubehör ganz noch genau. gebraucht Genau. Ach, hat. sie wollen damit drucken. Ja, dann. ja, ja, Ja. Nein, die Jasna hätte ich gefragt, wer bist du, woher kommst Ja. du, was hast du gemacht? ja. Genau. Ist das mal so beantwortet oder hast du noch spezielle Fragen, Jasna? Natürlich habe ich noch ganz viele Fragen, aber Ja. ich glaube, das tut den Rahmen ein bisschen sprengen. Ach, wir haben ja Zeit. Gut. Genau. Ich werde ungefähr in einer Stunde wahnsinnig müde, aber das kriegen wir dann auch überbrückt. Das, Sehr gut. Nein, dann ist ja auch schon 9 Uhr und dann haben wir 1,5 Stunden geschwätzt. yes, yes. Oder fast 1,5 Ja. Stunden. Oh. Ja. Genau, Können wir das unseren Zuhörern zumuten? Ja, Ja, würde irgendwie. ich auch sagen. Das ist ja jeder, es ist ja kein Muss, Genau. dran zu bleiben. Jeder kann ja einschalten, wegschalten oder wie auch immer. Ne? Es ist ja keine Genau. Pflichtveranstaltung. Ja. So habe ich Nein. das verstanden, Angie. Das ist so. Das Okay. ist very korrekt. Also eigentlich schon ein bisschen Pflicht, aber das ist egal. Hm. Das ist okay. Wir tun das nicht verfolgen. Ja, gut. Jasna, Ja, Angie. aber halb Kroatin, halb Schweizerin. Du redest Kroatisch. Ja, also theoretisch bin ich ja Vollkroatin. Also, ja, sorry. Ja, alles gut, ja. Ich bin nur auf dem Papier bin ich Schweizerin. Ja. Genau. Aber ja, also es ist ein bisschen eine spezielle Kombo, weil ich bin ja in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Mein Bezug zu Kroatien ist begrenzt im Sinne von, ich bin mit meiner Familie in die Sommerferien nach Kroatien. Meine Eltern haben natürlich mit uns daheim Kroatisch geredet. Aber ich bin jetzt nie in Kroatischunterricht gegangen, dass ich irgendwie besonders gut lernen, schreiben und lesen. Mhm. Überraschenderweise ist die kroatische Sprache mit ihrer Grammatik recht anspruchsvoll. Ja, und wenn ich in Kroatien bin oder wenn ich mit Leuten von Kroatien rede, sagen sie immer, wow, du kannst mega gut Kroatisch. Okay. Und dann denke ich immer so, okay, weil dir sagt ja auch niemand, wow, Angie, du kannst mega gut Schweizerdeutsch reden, oder? Nein, ja. Ja, und dann haben sie mich auch lustig. schon gefragt, wann hast denn du das gelernt? Und
dann merke ich alle, ich kann eigentlich gar nicht so gut Kroatisch. Ich rede anscheinend mit einem sehr starken Schweizer Dialekt Kroatisch und es ist alle voll nicht lustig. wirklich als Kompliment gemeint. Vielleicht im ersten Moment von dieser Person, die mir dann das sagt, schon, weil sie merken, ich gebe mir Mühe, ich versuche Ja. mich in ihrer Sprache zu verständigen, aber ich mache viele Fallfehler, also Wie viele Fälle hat die kroatische Sprache? ich glaube 6 oder 7. Wow. Oder? Okay. Nein, warte. Also Deutsche haben ja 4 Fälle. Ja, doch, ich glaube 6 oder 7. Ja, aber Wahnsinn. ich muss nochmal nachher nachschauen. To be corrected. Ja, genau. Wir reichen das dann nach, die Redaktion kümmert sich. Danke Genau. vielmals, Frank. Also echte Frage. Ja, Ja, genau. genau. Die Frage. Nee. Mhm. Alle Blick. Wie viele Sprachen sprichst du noch? Nebst dem rede ich noch Englisch. Ja. Genau. Und durch meinen Job habe ich viel französische Korrespondenz, aber mein Französisch ist nicht besonders gut, aber ich verstehe immer mehr und dank AI bin ich auch mega gut Also, ich sagen, im ChatGPT Übersetzen geworden. is our best friend. Ja, oder Copilot von Windows. Hm. Genau. Ja. Meine Mutter, ich hatte Französisch in der Schule als dritte Fremdsprache. Und meine Was Mutter, ist denn die zweite Fremdsprache? Latein. Oh. Ah, du hast noch Und- Latinisch müssen. Ich hab mein Latinum, ja. Oh, Das ist krass. aber nur zum Angeben. Ne? Also das ist, Okay. damit komme ich nicht mehr weit. Weil ich lange Zeit die Idee hatte, Tierarzt zu werden. Und dafür brauchst du das Latinum. Ja. Genau wie in Deutschland auf jeden Fall fürs Medizinstudium oder fürs Jurastudium. Du hast brauchst das wollen Latinum. Tierarzt werden? Ich wollte Tierarzt immer werden, ganz genau. Nein, herzig. Und dann kam die Pubertät. Okay. Und dann kam die Rebellion gegen alles, was System ist. Und dann Okay. hat sich das auch erledigt gehabt. Ja. Dann kam in der 7. Klasse die dritte Fremdsprache. Zweite Fremdsprache. Dritte Fremdsprache. Also Englisch, Latein und Französisch. Und dann kam die Französischlehrerin Frau Jensen, jetzt noch wird es mir ganz übel, und die hat es mir ordentlich verleidet. Und auch meine Mutter, die ich an dieser Stelle Schlange nennen muss, weil die nämlich sich einen wahnsinnigen Spaß draus gemacht hat. Komm, wir üben Vokabeln, das ist immer so lustig. So Hat meine lustig. Mutter zu mir gesagt, wegen der Aussprache. Nee, komm, Ah. sag noch mal das und das. Mama, nein, ich sag das nicht nochmal, weil du willst ja nur lachen. Ja, aber es ist doch so lustig, mein Sohn. Nein. Ja, und da habe ich dann aufgehört mit Französisch. Oh. Ja. Ja, nach einem halben Jahr habe ich gesagt, wir finden nicht zusammen. Und ich denke, ich höre schon wieder die Chansons von der Edith Piaf. Oh Gott. Oh no. Ria. Je ne regrette rien. Ja. Guck mal, da stolper Ja. ich schon wie ein Blödkopf. Ja. Ja. Nein. Ich habe da keinen. Okay. Welche Sprache ist dir am liebsten? Also ich könnte jetzt nicht, also ich finde ja, ist Kroatisch eine slawische Sprache? Ja. Ja, wahnsinnig melodisch. Wirklich. Ich bin, also die schönste Sprache, die ich kenne, Okay. ist Russisch. Finde ich auch eine tolle Sprache, ja. Es ist so wahnsinnig melodisch. Es ist so, da. Ich finde das so aggressiv. Das tönt in meinen Нет, Ohren. Ich нет, finde нет, 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 доброе утро. Меня зовут Frank, не понимает по-русски. das- Oh Gott, okay. So, ne? Und es ist eine wunderschöne Sprache. Und welche ist deine Lieblingssprache? Also ich mag auch slawische Sprachen. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne kroatische Musik. Ja, sie schickt mir zwischendurch mal, hey, musst mal das Lied hören, ich finde den Songtext mega geil. Und ich denke dann immer, ja, es ist mega toll, wie bringe ich das jetzt von Spotify ins ChatGPT? Genau. Und Da müssen wir ist noch ein es- bisschen üben. kroatische Traditionals oder kroatischer Pop? Nein, also kroatische Traditionals, das ist nicht so meins. Okay. Nein, in der Pop und dann aber auch sehr gefühlsbetont. Ah, okay. Ja, also so Gut. ein bisschen romantisch. Also, ja, genau. Und ich bin total gespannt, weil die Angie kommt ja diesen Sommer mit mir 2 Wochen auf Kroatien, die Sommerferien. Wohin denn? Wir fliegen auf Split Ja. und dann gehen wir 10 Tage auf die Insel Hvar. Mhm. Genau. Da hat ein sehr guter Freund von mir ein Weingut. Oh,
Oh, in Hvar. Also vorab, Angie, Mhm. I'm just gonna be honest with you Okay. und allen Zuhörern. Oh mein Gott. Kroatischer Wein ist nicht so gut. Nein, das ist Industrieessig. Okay. Ja, genau. Oh nein, okay. Ja. Ja. Ah, Aber Aber Mike, wenn du Mike hat einen irgendwann, sitzen hast, dann kannst du es gleich trinken. Aber ja, okay. das ist, Mike hat irgendwann gesagt, mein Freund Mike Pully, sein Wein heißt Delusional, weil er gesagt Delusional. hat, ja ganz genau, weil er gesagt hat und sowas, Okay. ne, ich habe die verrückte Idee, Wein anzubauen und sowas und, Ja. und das mache ich dann jetzt mal. Das macht Und er in jetzt seit ein paar Hvar? Jahren. Mhm. Sollen wir ihn besuchen? Ich könnte das mal, wenn ihr das wollt, wenn ihr in 2 Wochen Zeit habt. Gibt er uns eine Tour? Ja, Mike ist hochamüsant. Der ist noch älter als ich, das Ja. so. Und Mike ist Amerikaner, lebt aber seit vielen, vielen Jahren oder ist inzwischen englischer Staatsbürger. Mhm. Lebt seit vielen Jahren nicht mehr in den USA, kommt eigentlich aus Minnesota, meine ich, und hat in der Schweiz auch gelebt und der erzählt, Mike ist ein Chaot. Mike ist einer der intelligentesten und liebenswertesten Menschen, die ich kenne, aber Mike ist ein Vollchaot. Okay. Früher ist er immer sehr, sehr häufig mit dem Auto von London durch die Schweiz, weil er seine Tochter hier besucht hat, dann nach Kroatien gefahren. Also das hat er dann regelmäßig gemacht. Nachdem ihm aber das Auto oder die verschiedenen Autos zum x-ten Mal abgebrannt ist, weil er auch mit immer irgendwelchen Höhlen gefahren ist im Sommer, Oh. hat er gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr, das ist mir zu blöd. Dauernd steht die Karre in Flammen, meine ich nicht mehr. Okay. Also gut, Und 2 jetzt Wochen. macht er aber dafür Wein auf Quark. Jetzt macht er, genau, richtig, da macht er Wein und da hat er dann seine kroatischen, den Weinmacher, den Winzer, dann hat er die Weinbauern, also die wirklich das kultivieren und denjenigen, der den Wein dann keltert. Das macht er. Spannend. Also, Angie, ich bin dafür, dass wir den Mike kennenlernen und Echt? gehen besuchen. Okay. Und Gut. mich nimmt es noch Wunder, weißt du per Zufall, wo auf der Insel das er ist? Kann ich rausfinden. Cool. Kann ich rausfinden. Okay. Ja, weil wir sind ohne Auto unterwegs, Ja. aber es gibt natürlich Uber, Mhm. auch in Kroatien. Oh. Ja. Ja. Und sonst hat Mike auch ein Auto, das brennt. Ah ja, super. So, Vielleicht ja. holt er uns ja ab. Ja. Ja. Wir nehmen den Feuerlöscher mit. Ja, ist okay. Sehr Oh gut. Gott. Also 2 Wochen geht ihr im Sommer hin. Ja, Ja, also jetzt echt bald. ja, ich freue mich mega. Kommt deine Familie ursprünglich auch aus Hvar? Oder? Also mein Vater ist von der Küste von Dalmatien Ja. und auch in Split aufgewachsen, bevor er dann in die Schweiz gekommen ist. Und meine Mami ist aus Bosnien, aber sie ist Kroatin, die in Bosnien gelebt hat. Okay. Genau, und Bosnien bin ich jetzt nicht so viel gewesen. Ja, es ist ein bisschen ein Shithole, weil es halt einfach durch den Krieg und durch die schlechte Wirtschaft und Korruption, die sie in diesem Land haben und keinen Zugang zum Meer natürlich, nicht durch den Tourismus leben wie in Kroatien. Und ist noch eines der wenigen Länder, wo ja auch nicht in der EU aufgenommen worden ist. Aber sie ist sehr behütet, sehr ländlich, mit vielen Tieren und so ein bisschen bauernhofmässig aufgewachsen. Ja. Ich weiss noch, das Erste, was sie mir erzählt hat, von ihren Erfahrungen, als sie in die Schweiz kam, hat sie gesagt, sie hat sich so gefreut, von dort wegzukommen und in die Schweiz zu kommen und hat irgendwie Hochhäuser erwartet oder was auch immer. Und dann ist schon wieder alles grün und überall Kühe und irgendwie hat sie alles an daheim erinnert, aber es ist dann gleich genug gut gewesen, dass sie da geblieben ist. Und gell, sie ist in die Schweiz gekommen wegen ihrem Vater, also eigentlich deinem Grossvater. Ja, genau. Und was hat der da gemacht? Mein Grossvater hat noch damals Saisonier gewesen, also er hat Saisonarbeit gemacht. Er hat in Fabriken, auf der Baustelle, was auch immer, wo auch immer er einen Job bekommen hat, hat er gearbeitet. Und sie ist eines von 3 Geschwistern und ja, sie haben dann den Kindern gesagt, ob sie auch möchten in die Schweiz kommen. Meine Mama war dann die Einzige, die das Angebot angenommen hat. Und ja, ist dann durch das in die Schweiz gekommen und geblieben. Beziehungsweise meine Eltern wohnen jetzt wieder in Kroatien. Also sie sind wieder zurück ausgewandert vor etwa 11 Jahren.
Sie wohnen am Meer und ja, durch das gehe ich natürlich schon 2-3 Mal im Jahr sie besuchen. Aber so Weihnachten, Ostern, einmal im Sommer ist Ja. Standard. Ja. Hast du Genau. Geschwister? Ja, ich habe einen älteren Bruder, Ja. den Mario. Ja. Und ja, er ist geheiratet, hat 2 Kinder. Also ich bin stolze Tante von meinen 2 Ja. herzigen Nichten. Genau, was sind sie jetzt? 4 und 6. Ja. Genau, mega herzig. Ich war jetzt erst gerade am Sonntag mit ihnen im Kino. Was habt ihr geschaut? Mega Elio. herzig. Was ist das? Also das ist das mit dem Jungen mit dem Eyepatch? Ja, genau. Er, Ah ja, der hat das abgedeckt, stimmt. Ja, er hat eben, also ich will nicht spoilern für die, Nein. die den Film noch schauen wollen, aber er Ja. hat einen Unfall gehabt. Nichts Schlimmes, er hat 2 Wochen müssen so ein Patch auf dem Ja. Auge Aber haben. Zeichentrick hätte man früher gesagt, ne? Also Ja, Disney Animation. Animation, genau. Genau. Ja, aber das ist, Zeichentrick. ich habe den Mir ist kein anderes Kein Wort eingefallen. Zeichentrick. Ein Okay. Zeichentrick, ne? Ja. Nein, aber du hast mir den Trailer geschickt. Ja. Und ich meine, der ist ja mega herzig. Oh mein Ja. Gott. Ja, er möchte ja gerne von Außerirdischen entführt werden. Genau, das Mhm. hatte ich noch, als wir Mhm. bei, was haben wir, war Jana 2. Ah, habt ihr das auch schon Da gehört? war der Trailer Ja. zu dem Film. Ah, hast du Jana 2 gesehen? Ja. Das bin ja voll, das habe ich mega gefühlt. Ja, Das das habe kann ich ich mir ja vorstellen. In Ja. Australien geschaut, ja. Ja, das Ja. Da bist du auch alleine ins Kino gegangen, ne? Und hast du geguckt, ne? Nein, ich habe auf Disney Plus geschaut. Ach, guck mal. Ja. Ja. Alleine abends im Bett. Mit dem Teller Spaghetti. Ja. Sehr gut. Ja, und das war während dieser Zyklonzeit. Gewesen. Ja. Und das war, glaube ich, eine der ersten Übungen, wo ich wieder Strom hatte. Und es hat geregnet und gewindet von außen und ich habe mir einen Teller Pasta gemacht. Und das war das Schönste. Gewesen. Ich alleine auf dem Sofa, geflätzt, Spaghetti reingefressen und Vajana geschaut. Also Vajana 2, oh mein Gott. Ja, So schön. ja, es war voll herzig. Gewesen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also, jetzt haben wir so ein bisschen über deine Family und über deine Wurzeln und über deine Sprachbegabnis geredet. Die ja so nur so mäßig vorhanden ist, aber Nein, anscheinend nein, recht du gut redest- Kroatisch. Nein, ich finde, du redest auch mega gut Englisch. Danke vielmals. Also, ich bin immer very impressed, wenn ich mit dir irgendwo bin, wo du Englisch schwätzen. Das ist... Der Trick ist halt, alles, was man auf Netflix schaut, in der Originalsprache und Genau. mit Untertitel auf Englisch. Oder zwischendurch vielleicht mal so einen... Freund sich suchen, der nur Englisch Genau. kann, das hilft Genau. auch noch. Genau. Ja, dann musst du nämlich. Ja. Genau. Was schaust du? Ich habe nur drauf gewartet, dass das kommt. Was Ja, nein, ich habe nur drauf gewartet, dass das kommt. Dass es mit dem Freund kommt, Ja. oder? Ja, Ja. genau. Ja. Ja. Ja, also wenn du ja zum Beispiel die russische Sprache auch so schön findest, Mhm. Frank, darf ich annehmen, du schüttelst schon den Kopf. Ich habe noch nie eine russische Freundin gehabt. Nein. Nein, Ah. aber sie da im Dorf, du weißt, von wem das ich rede? Ekaterina. Sie Ekaterina, mit der... ja. Mhm. Ja, Ja? die spricht Russisch. Ah, schon, gell? Ja. Ja. Ah. Ja. Ja, ist- Es ist eine schöne Sprache. Es ist eine wunderschöne. Ich bin ja ein paar Mal in Russland gewesen, Ja. geschäftlich, und das ist immer ein beeindruckendes Erlebnis gewesen. Ja, Das ist jetzt glaub eher ein bisschen schwierig. ich. Ja, ich kann gerade sagen. Okay. Aber dadurch, dass ich osteuropäische Wurzeln habe, also Polen, Weißrussland, Russland, Mhm. ist mir da die Volksseele, Mhm. die polnische und die russische und Ja. die weißrussische, Das ist spannend. ist mir sehr nah. Ja. Mhm. Das ist ja ein unglaublich eigentlich warmherziges Volk. Ja, ich glaube aber für Außenstehende wie für die Angie, aber vielleicht greife ich da vor, Nein, du wirkt das nicht so. Ich kenne Menschen von Russland, von der Slowakei, auch von Polen, sehr, sehr, sehr herzlich, mega tolle Bekanntschaften gemacht. Unter anderem einen unvergesslichen Sprachaufenthalt mit 20 in Malta. Mhm. Mit Weißrussen Mhm. und auch Polen. Mhm. Sensationell lustig gewesen. Leck könnt ihr trinken. Mhm. Und ich mag mich noch an einen erinnern, er hat mir erzählt, er hat in einer Waffenfabrik geschafft und er hat mir erzählt, wie so sein Arbeitsalltag aussieht. Und ich bin am Tisch gekocht und habe gedacht, Mhm. okay. In einer Waffenfabrik. Also das Mhm. ist wie wenn wir sagen, ja, ich arbeite bei einer Bank und er so, okay, ich arbeite in einer Waffenfabrik. Ja, also ja, er hat HGs und Sturmgewehr und Maschinengewehr und ja.
Ja, hat er produziert in dieser Firma. Mhm. Spannend. Aber er hat das so in einer Selbstverständlichkeit erzählt. Und ich so dachte, okay, gut. Ich 20 aus der Schweiz, völlig naiv, habe das extrem schlimm gefunden. Nein, aber ich glaube, für mich wirkt, es ist schon noch spannend, dass wir das jetzt ansprechen. Für mich wirkt die Sprache sehr kalt. Es ist noch lustig. Ja, so russische, slawische Sprache, das ist für mich... Also ich bin auch gespannt, ich finde es auch lustig, wenn ich dich zwischendurch mal höre, ein paar Bröcke Kroatisch schwätzen. Es ist für mich auch so... Hä? Fremd wahrscheinlich. Ja, ich bringe das wie nicht. Ja. Ja, das ist noch spannend. Ja. Das ist... Nein, ich finde, was ich zum Beispiel mega schätze, aber das ist in jeder Sprache, nehme ich an, so, auf Kroatisch kann man sich, finde ich, so mitfühlend auch äußern. Also man kann unglaublich gut fluchen. Ja. Fluchtkultur ist natürlich unglaublich gut, aber ich Bei den finde Kroaten? allgemein im Balkan. Aber ich finde, man kann sich auch sehr mitfühlend mitteilen. Und auch wenn ich selber in Kroatien bin oder mit Leuten aus dem Balkan zu tun habe, das sind für mich Leute, die sehr emotional bewegt sind. Mhm. Ja. Also, insgesamt, also warmherzig. Ich bin mit Balkan, mit einem Freund von uns, ich glaube, Angie, ich weiß nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen haben, sind wir ein paar Mal im Kosovo gewesen. Und spannend. in Đakovo. Und also nach Pristina geflogen und dann Bist du noch nicht 2 mal mit Stunden dem gefahren. Krieg auch dort gewesen? Genau. Ja. Und mit ein paar Jungs hin, weil die Familie unseres Freundes aus Đakovo kommt. Und da sind wir dann Motocross gefahren in den Bergen und all das. Also erstmal eine traumhaft schöne Landschaft. Wahnsinn. Dann war faszinierend zu sehen, dann hast du dann Moschee neben Kirche, Moschee neben Kirche, Moschee, das interessiert niemanden. Ja. Da läuten, dann läuten die Glocken und wenn die fertig sind, kommt dann der Muezzin. Okay. Das interessiert niemanden. Da Ja. ist also nicht und sowas, dein Buch gefällt mir nicht und insofern versuche ich dich jetzt umzulegen. Ja. Das ist einfach das Leben nebeneinander, das ist wunderbar. Wahnsinnig gastfreundlich, fantastisches Essen. Warm. Wirklich, wirklich warm. Ja. Aber halt eine völlig andere Wirklichkeit. Ja. Also wie du das vorhin über Bosnien auch gesagt hast, der Kosovo ist nach wie vor gezeichnet durch den Krieg. Ja. Und die Städte sind teilweise, also Đakovo hat wahnsinnig, wahnsinnig schöne Ecken und dann sind aber auch Ecken, da siehst du noch, wie die Panzer durch die Häuser gefahren sind. Ja. Und du hast Dinge wie, das ist ein großer Platz mitten in der Stadt und an den jeweiligen 4 Ecken stehen die unterschiedlichen Tagelöhner. Die einen, die mit der Sense das Getreide mähen, die anderen die Holzarbeiten machen, die wiederum anderen, die mauern können und dann die Metallarbeiter, Tagelöhner. Und also eine andere Realität. Ja. Eine Stunde Flug entfernt. Ja. Ja. Und das war aber wirklich, das ist einfach ein traumhaft schönes Erlebnis. Diese andere Realität auf der einen Seite, hakelige Sachen auch dabei. Aber diese Warmherzigkeit und die Gastfreundlichkeit, den besten Kaffee der Welt, den ich da getrunken habe. Yeah. Nein, also wirklich, das ist also sensationell. Ja. Hast du türkischen Kaffee gehabt? Ist das Nee, das war in Đakovo im Swiss Bistro. Das aber nur so hieß, dass dem Onkel unseres Freundes gehörte. Und die haben halt eine Kaffeemaschine da gehabt. Aber wie die den Kaffee dann zurecht, und ich bin nicht so ein Kaffeefetischist, aber ich trinke gern guten Kaffee. Ja. Und der hat nach Kaffee geschmeckt. Der war nicht bitter, der war nicht sauer, der hat nach Kaffee geschmeckt. Nur nach Kaffee. Sensationell. Und es waren fantastische Erlebnisse. Yeah. Und dann fährst du ins, wie heißt das Gebirge? Das Dina-Gebirge? Weiß ich Ja. nicht. Und dann bist du auf, keine Ahnung was, 2300, 2400 Meter Höhe und dann sind dann eben die Hirten da oben, die den ganzen Sommer auf der Alp oben zubringen, wie bei uns, aber wirklich noch wesentlich rudimentärer. Ja. Und dann fährst du dann mit dem Motocross-Moped in der Gegend rum und dann kommen die Hirtenhunde und dann musst du Gas geben, weil die dich sonst zerfleischen. Ja. Ui. So, weil das sind riesige Hirtenhunde, die gegen Bären und gegen Wölfe verteidigen Ja, und die klar. interessieren sich nicht dafür, ob du sie streicheln willst. Ja, klar. Also es ist viel Schönes da erlebt. Sehr schön. Also ich muss vielleicht noch sagen oder ergänzen, für mich ist wie Russland ist für mich
das ist so separat irgendwie. Russland ist nicht der Balkan, das stimmt. Ja, es ist für mich nicht Balkan. Und Nee. ich, Ist es ja auch ja, nicht. ist es ja Das nicht. Lustige Aber- ist, es ist es ja auch nicht. Nein, und ich meine, durch dich, es ist eben eigentlich schon noch spannend. Ich habe ja wirklich ein paar Menschen in meinem Umfeld, die einen slawischen Hintergrund haben. Eben sagt das jetzt Kroatien oder sei es Albanien oder sei es Kosovo oder eben Bosnien. Und wenn ich so, also ich habe jetzt wirklich so ein bisschen darüber nachgedacht. Das Spannende ist, mit diesen Leuten habe ich so schnell so enge Beziehungen. Das ist mega witzig. Sie sind alle mega offen, mega ehrlich, mega direkt. Eben, sie können fluchen wie die Rohrspätze. Aber so fest wie sie fluchen und so aufbrausend wie sie sind, so schnell sind sie wieder drinnen und sie sind eben nicht mehr für dich da. Also wenn dann, sag immer, wenn ich meine Schippis irgendetwas frage, Dann können wir jetzt immer helfen, zügeln, meinst du? hey, also weißt du, so fast ungefragt. Ja. Und das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Also die warmherzige Kultur, ja, das muss ich unterschreiben. Und ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage Schippis. Aber der Albert zum Beispiel hat mir gesagt, nein, das ist überhaupt okay, das ist voll okay. Ja. Weiss- Gut, dann, ja, Oh, da I kenne ich don't mich know. jetzt zu wenig aus. Ja. Obwohl eben in Kroatien hat es auch viele, die von Kosovo oder von Albanien eingewandert sind. Mhm. So der Klassiker ist mit dem Glassestand. Ja. Weil, Was? weil jeder Kroat sich schade ist, einen Glassestand zu führen, weil das ist im Sommer ist das schwere Arbeit, die die machen. Okay. Und ja, das sind meistens Leute von Albanien oder Kosovo, die das Okay. machen. Und ich glaube auch gut Geld verdienen mit dem. Okay. Ja. Lustig. Ja, das erinnert mich gerade. Letztes Jahr bin ich auch auf Quar mit meiner Kollegin der Nati und dann haben wir uns auch mit dem Glacé-Verkäufer angefreundet, aber der war selber Kroat gewesen. Jetzt ist irgendwie der Bildschirm ausgegangen. Ja, ich guck mal ganz kurz. Bitte redet weiter. Der war aber Kroat gewesen und dann hat er uns erzählt, dass er in diesen 3 Monaten, wo er jeden Morgen vom 8. bis am Abend am 8. Glacé verkauft, 12 Stunden. im Monat, Angie, heftig, Mhm. mit Glacé verkaufen. Mhm. 10'000 €. Ich habe gedacht, ich könnte meinen Job und Glacé verkaufen. Wow! Und was verkaufen die? Also weißt du, was verkaufen die für Glacé? Du, So selber gemachte oder dann eher so Stängel? also er, der jetzt eben dort in Quarglasse verkauft hat, der hat so eine Kühlbox gehabt und hat die abgepackten. Also von Cornet bis Wasserglasse gehabt. Okay. Und dann gibt es aber natürlich schon auch die richtigen Glasseverkäufer, weißt, mit den Kugeln, Mit den selber Cornet. gemachten. Ja. Gut, ob die selber gemacht sind oder auch gekauft, I don't know. We need to Ja. ask them. Hey, aber ich meine, der schafft ja dann 7 Tage in der Woche 12 Stunden am Tag, oder? Ja, aber weißt, er hockt dort auf dem Stuhl und er schwätzt mit allen. Aha, Und ja, okay. alle 30 Minuten ist ein Schildchen «I'll be right back». Aha. Also wie streng... Ich gehe einen Kaffee holen und eine Ziege rauchen oder Ja, so. genau. Oder ich gehe schnell ins Meer go schwimmen und wenn ich dann wieder ein bisschen weniger heiß habe, komme ich dann zurück an meinen Stand. Glacé-Verkäufer auf Quar. Ja. Mhm. Für 10'000 € im Monat. Ja, Ja, ich bin dabei. wenn wir ausprobieren. Genau. Genau. Wir können ja alle 3 einen Stand aufmachen und schauen, Ja, wer, wer Ja, am genau, besten genau. ist. wer die besseren Ja, Verkaufszahlen hat. machen wir noch Competition. Ja, finde ich gut. Nein. Ich wollte eigentlich vorher schon auf das sprechen kommen, aber jetzt sind wir wieder völlig jemand anders gelandet. Mhm. Aber wir haben jetzt viel über deine Herkunft und so weiter geschwätzt. Mhm. Ich finde, du machst ja noch etwas ganz, ganz Spannendes. Nebst dem, dass du 100% in der Finanzindustrie schaffst. Mhm. Und dann machst du noch etwas viel Spannenderes als Hobby. Mhm. Und du tust das kombinieren. Mhm. Und Nehmen wir das Mikrofon vielleicht ein bisschen runter. So ist doch viel besser. Sehr gut. So wunderbar. Danke. Und du tust das vielfach kombinieren. Ich schätze das als Freundin sehr, aber ich schätze das auch sehr, um mal etwas analysieren, Mhm. etwas besprechen, etwas neutral anzuschauen. Die Jasna macht ein Masterstudium in Psychologie. Ist jetzt in den letzten 2 Semestern, glaube Ich habe noch 3 Semester ich. Oder vor 3 mir. Semester. Ja. Genau. Wo? An der Kaleidos Fachhochschule. Ich mache es berufsbegleitend. Da habe ich ein Executive MBA gemacht. Ja, dann In- weisst du ja, wie genau, schlimm das ist. In Oerlikon. Ja, Ja, Katastrophe. ja. Unterschreibe ich sofort. Also nein. nicht von den Inhalten her, sondern einfach vom Aufwand her und mit Ja. allem, was dazugehört. Das ist einfach Sehr anspruchsvoll. Wahnsinn.
Ja, und eben einfach für das Protokoll Bitte. 100% Arbeit und Ja. das Ja. Masterstudium. Und dann wahrscheinlich Dienstagabend und Samstag den ganzen Tag. Sie haben es ein bisschen umgestellt. Ja. Ich habe Dienstag und Donnerstagabend Schule Ja. und dank Covid online. Also ich muss nicht mehr auf Oerlikon raus. Oh, Das ist ein grosser Vorteil, dass Ja. ich das von mir daheim aus machen kann. ja. Ja. Genau. Sogar die Prüfungen sind mittlerweile dank so einer neuen Software, die sie haben, können sie die auch online zur Verfügung stellen, wo sie halt einfach via Webcam und Audio und Screen kontrollieren, dass du das alleine machst, ohne Cheating oder whatever. Mhm. Mhm. Genau. Ja, ich studiere eben angewandte Psychologie, aber mit Vertiefung Wirtschaftspsychologie. Mhm. Ich habe noch 3 Semester vor mir und ja, ich weiß eigentlich auch gar nicht, was ich nach meinem Studium konkret machen will. Ich habe nachher, wenn ich abgeschlossen habe, einen Titel als Psychologin, Mhm. also einen geschützten Titel. Ähm, Psychologin oder Psychotherapeutin? Psychologin. Also Psychotherapeutin braucht noch eine weitere Ausbildung. Genau. Achso, ich habe gedacht, das wäre andersrum. Nein, Aha, ja, Nein. ja. Ah, nee, Genau. stimmt, nein. Psychotherapeutin ist, wo du dann tatsächlich Das ist ja auch Menschen- Medizin. therapieren. Genau, Psychologe, ja, Ja. genau, Psychologe. Genau. Ja, also ich bin dann Wirtschaftspsychologin Ja. und ja, ich bin gespannt. Eben, mein Arbeitgeber tut sich freundlicherweise an meiner Ausbildung finanziell beteiligen. Ja. Und ich arbeite in einem Konzern und ich hoffe, dass sich dann halt durch das die ein oder andere Türe wird öffnen, Mhm. dass ich dann auch ein bisschen ja, vertiefter und in dem Bereich arbeiten kann, wo ich jetzt auch mich durch dem Studium widme. Aber ja, das ist jetzt auch etwas, wo ich ein bisschen am Himmel überlasse, was da auf mich zukommt. Oder am Universum. Ja, aber das ist ja keine Strategie. Ne? Also hoffen und Hallo. nein. Es ist doch, du hast ja einen Gedanken dabei gehabt. Du hast ja einen ganz klaren Gedanken. Du studierst das ja nicht aus einem Zufall heraus Ja. oder aus einer Tageslaune heraus, sondern du hast ja eine Idee dabei gehabt, Nummer 1, was dich antreibt. Das will ich wissen und können. Und dann, das ist ja mal die Grundlage für alles. Genau. Und dann aber, wenn ich das vielleicht so richtig einschätze, dann auch einen Laufbahngedanken, der davon gefüttert wird. Oder? Wo du dann sagst, pass mal auf, du arbeitest in einem größeren Konzern, ich weiß nicht, ob du den nennen willst oder nicht, musst du ja auch nicht. Und diese Ausbildung, dieser Stempel, Ja. das Wissen, was du dadurch hast, eröffnet dir eine Laufbahn, die Ja. du sonst nicht hättest. Genau. Also wo soll denn diese Laufbahn hingehen? Also die Tür geht auf, eine Fee kommt zur Tür herein und sagt, Jasna, heute ist Wunschtag, in 3 Semestern ist das alles abgeschlossen und dann bist du, und was antwortest du dann? Dann bin ich im Bereich Coaching tätig. Ja. Genau. Ja. Okay. Ja. Aber was natürlich mein Problem ist, ich finde halt alles in meinem Studium so spannend. Also ich könnte mir auch vorstellen, weil Arbeitspsychologie, Organisationspsychologie, die ganze Strategie, Gesundheitsthemen am Arbeitsplatz, ich finde das alles so spannend und darum kann ich mich wie noch nicht fokussieren, weil ich lasse im Moment recht offen, damit ich hoffentlich nachher kann auswählen von mehreren Angeboten. Ja. Genau. Und Vertiefungsrichtung, also wenn du jetzt, wie viele Semester ist das insgesamt? Also bist du schon in den Mastersemestern? Ja. Genau. Wie ist die Vertiefungsrichtung? Ich habe Wirtschaftspsychologie Ja. als Vertiefung. Ja. Es gibt noch klinische Psychologie. Ja. Das ist eher für Leute, die eben nachher im therapeutischen, klinischen Ja. Umfeld arbeiten wollen. Ja. Das ist nichts für mich. Aber meine Vertiefung ist halt mehr eben so Arbeits- und Organisationspsychologie, Personalführung, Coaching, Medien auch, weil Medien haben eine grosse Wirkung auf die Menschen, aber auch auf das Klientel. Und dort dahinter steckt natürlich auch ganz viel Psychologie, oder? Mit Werbung, Marketing und so weiter. Ja. Und liegt dir das akademische Arbeiten? Die Kaleidos Fachhochschule legt ja großen Wert auf das akademische Arbeiten. Mich hat das fast umgebracht. Also du musst vielleicht schnell sagen, was man unter akademischem
Nein, Schaffen das verstehen. muss ich dann wissen. Mal, Das ist- weil das nein, wissen ja, vielleicht nicht alle, die zulassen. Aber I feel you. Ich habe ja auch an der KLA als Fachhochschule mein CAS gemacht. Es ist ein strikt vorgegebenes Regelwerk, Ja. das die Genau. Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten sichern soll, Ja. das aber seit Jahrzehnten kaum angepasst wird und das so detailversessen ist, dass wenn du beispielsweise eine Quelle zitierst, Ja. aber das Mhm. Komma falsch gesetzt hast, Ja. Ah ja, genau. drehen alle durch. Ah ja, ich So. weiß. Und ist ja alles ganz schön und gut mit den Regeln. Was mich da immer so wahnsinnig gemacht hat, ist, dass wenn du musst dir alles belegen. So, du musst also sagen, pass mal auf, das und das, deshalb, und das hat Schmidt-Koweit 1993 zusammen mit bla 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 und den und Mhm. außerdem Querverweis hier und all das. Wenn du mit einem neuen, originären Gedanken kommst, Ah, das kannst du vergessen. bricht das System zusammen. Ja, Ja. das kannst du vergessen. Ja, das ist dann nicht mehr wissenschaftliches Arbeit. Nein, das ist für Ja. mich auch schlimm gewesen. Das Ja. ist für mich ganz schlimm gewesen, als ich meine Seminararbeit geschrieben habe. Ja. Ganz schlimm. Ich habe 0 eigene Gedanken dürfen in die Seminararbeit reinbringen. Und alles, was ich gemacht habe, ist irgendwie eine Zusammenfassung von 7 Millionen verschiedenen Papers. Büchern und Paper da und Paper dort. Und dann habe ich den Quellenscheiß noch falsch gemacht und bin fast verzweifelt. Nein, ich kann nicht. Ich habe fast brüllt. Ich dachte, was soll das? Ich hab den Nerven verloren. Ja, nein, I feel you. Ja, also Frank, um auf deine Frage zurückzukommen. Bitte. Es ist ein sehr trockener Teil und Mhm. was aber noch viel schlimmer ist Statistik. Aber zu dem komme ich nachher. Ich mache das mittlerweile gern, weil das sind gute, geschenkte Noten, die ich mir im Studium einfach erarbeiten Das ist konnte. wie Demo. Fleißnoten. Genau. Und wenn ich habe das am Anfang auch sehr anspruchsvoll gefunden. Es muss ein gewisses Umdenken stattfinden und du musst dich diesen Regeln hingeben und das so umsetzen. Aber wenn das mal intus hast, Mhm. dann schätze ich jede Hausarbeit, die benotet wird, wo in diesem Schema musst abgeben sehr. Weil heutzutage hast du natürlich mit AI auch viel Unterstützung bei der Mhm. Formulierung, bei der Quellensuche und so Ah, weiter. okay. Ja. Also, ich finde das Regelwerk schon, ein Regelwerk für wissenschaftliche Arbeiten schon notwendig und sinnvoll. Mhm. Nicht, dass ich da eine Koryphäe wäre oder irgendjemand einen Scheißdreck auf mein Urteil gibt, aber das macht schon Sinn, das auf jeden Fall. Ich habe das nur viel so kennengelernt, dass die Form wichtiger ist als der Inhalt. Ja, auf das legt sehr großen Wert. Und das finde ich dann schwierig. Und einfach, wenn du innerhalb eines Masterstudiums einen originären Gedanken hast, dann musst du den ja auch herleiten und belegen und mit allem. Und das kannst du machen, wenn das nichts anderes ist, was du tust. Wenn du Wissenschaftler bist und pass mal auf, ich habe was gefunden und ich belege das jetzt mit Versuchen oder aber mit Quellen oder aber mit was auch immer und also eine Rückversicherung des Ganzen. Aber in einem berufsbegleitenden Masterstudiengang finde ich das ganz schwierig. Ja, ich glaube, es ist nicht nur in einem berufsbegleitenden Masterstudiengang ganz schwierig. Ja. Ich bin mal gespannt. Also meine älteste Tochter möchte gerne oder fängt jetzt ihr Studium an. Ah, Und- was studiert sie? Sie hat sich jetzt eingeschrieben da hat sie noch keine Bestätigung bekommen, aber das sieht eigentlich ganz gut aus, in Hamburg für Nanotechnologie. Ich glaube, physikalische Ingenieurwissenschaften, Schwerpunkt Nanotechnologie oder Nanowissenschaften. Wow, Ja, mega genau. spannend. Ja, Was ja. heißt das Genau. überhaupt? Sind Grundlagen für Ingenieurberufe, Mhm. aber dann sehr, sehr schnell in der Vertiefung auf Nano-Ebene, also beispielsweise Entwicklung neuer Werkstoffe. Ah, okay. Und das finde ich sehr spannend. Und sie freut sich auf die wissenschaftliche Arbeit. Ja, siehst So, ich weiß nicht, wo sie das her hat, was mit dem Kind los ist. Wir haben da neulich auch drüber gesprochen. Genau. Aber
Psychologie, da unten sind auch ein paar Bücher zu dem Thema Psychologie und Wirtschaftspsychologie und kognitive Neurowissenschaften. Habe ich auch daheim. Oh ja, das habe ich auch daheim. Hast du Ja. auch? Ja. Das ist Daniel Goleman, emotionale Intelligenz. Ja, genau. Das habe ich auch schon Finde ich seit, eigentlich noch gut geschrieben. ich glaube, das habe ich seit Mitte der 90er oder sowas, habe ich das irgendwie sowas um den Dreh. Wahnsinnig spannendes Thema. Ja, und ich finde es aber noch spannend. Ich tue schnell das Buch zurück. Weil also die Psychologie ist ja das eine, aber du tust ja das schon auch vielfach so ein bisschen kombinieren mit deiner grossen Leidenschaft oder Ja. einer kleinen Leidenschaft, Astrologie. Genau, also ich bin ein kleiner Nerd. Genau. Ich habe ein Hobby, wo der Frank schon die Augen verdrüllt und Ja. wahrscheinlich jetzt dann gleich sagt, oh, es ist schon Zeit. Oh, wir haben jetzt schon so lange. Mensch, Schon nein. so spät, wer hat an der Uhr gedreht? genau. Ja, genau. Ja, genau. Das ist damals immer donnerstags gelaufen. Genau, ja. Trickfilmzeit mit Adelheid beziehungsweise der rosa-rote Panther. Ja, ich habe es geliebt. Ja, ich Ja. habe im Fall. Oh, Ja. so Ja. gut. Pink Panther, ja. Ja. Astrologie, Ja, genau. bitte. Also eben die Angie weiss, dass ich ein kleiner Nerd bin. Also ich beschäftige mich sehr gerne mit der Astrologie. Obwohl jeder Psychologe würde sagen, nein, das ist nicht wissenschaftlich beleidigt und eigentlich ist das ein Schande, wenn das ein Psychologe macht. Aber das ist für mich einfach ein Hobby. Das hat für mich mit Spiritualität zu tun, mit Kreativität. Und ja, ich nutze das als Mittel für Selbstreflexion. Beschäftige mich halt auch gerne mit archetypischen Themen, was ein Grundstein von der Psychologie ist. Psychologie, Entschuldigung. Ja, auch von der Psychologie, aber auch von der Astrologie. Weil in der Astrologie, also für die es nicht kennen, ich denke aber, das ist ein Begriff, wo viele Zuhörer etwas sagt, kennen sie aus 20 Minuten, jeder liest ja sein Genau. Horoskop, sein Wochen- oder Tageshoroskop. Mit dem kann ich jetzt per se nicht so viel anfangen, aber ja, es ist ja gleich unterhaltsam und man nimmt manchmal ein bisschen etwas mit. Ich mache das ein bisschen anders. Ich habe selber eine Psychologin, die das auch mit dem schafft und sie hat mich so ein bisschen das eingeführt und tut auch Kurse in diesem Zusammenhang anbieten und ja, also ich bin total verfressen mit dem. Also ich bin total begeistert und inspiriert und es hilft mir sehr für mein eigenes Leben. Im Sinne von, ich denke, jeder Mensch hat ja gute und schlechte oder gute und schlechte oder bessere Zeiten im Leben, wie auch immer man dem sagen will. Und für mich, wenn ich herausfordernde Zeiten habe, dann schaue ich eben gerne, was mir so die Sterne sagen, im Sinne von, wo bin ich gerade, in welchem Entwicklungsprozess, wo befinde ich mich in diesem grossen Lebenszyklus, was steht hervor oder auf was muss ich mich konzentrieren und ja. Und das hilft dir. Ja. Und das ist ja das Einzige, worauf es ankommt. Ja, ich denke es auch. Dass wer hilft und heilt, hat recht. Es ist scheißegal, womit. Ja. Und ob es jetzt tatsächlich ein wissenschaftlich belegtes Verfahren ist oder aber nicht. Ob es irgendwas ist, was, ich meine, Astrologie ist seit Jahrtausenden. Genau. Ich kann ist- gerade sagen, Einstein der hat sich auch mit den Sternen befasst. Moment, ist ja überhaupt nichts Verkehrtes dran. Ne? Und es ist ganz sicherlich, es hat ganz durch die Jahrtausende alte Geschichte, hat es ganz viele wahre Aspekte. Das ist also eine Realwissenschaft, es ist eine Soziologie. Ja, insofern gebe ich dir da recht. Ja, Also, ich denke auch. Und über die Jahrtausende haben sich Muster entwickelt. Also Muster für die jeweiligen Sternzeichen und die sind immer präziser geworden. Beziehungsweise die Kommunikation dieser Muster ist immer präziser geworden, sodass man sich auch relativ schnell was anziehen kann davon. Ja. Aber nochmal, es ist ja egal, was es ist. Wenn es hilft, im Weiterkommen oder darin aus einem Loch herauszukommen oder was. Die richtige Entscheidungen zu treffen. Richtigen Entscheidungen zu treffen und all das. Hey, super gern. Ich verstehe es nicht. Also
Weil ich habe nicht ich bin für sowas offen, Ja. da mehr drüber zu erfahren. Aber ich bin dazu leider Gottes zynisch für. Nein, ich glaube, du bist auch. Also, das ist etwas, übrigens, was ich am Frank sehr schätze. Mit dem Frank, es gibt, glaube ich, nichts oder wenig, was ich nicht mit dir würde besprechen. Ja. Ja, Weil also du denkst, dass ich zu jedem Scheiß was zu erzählen habe? ja, oder? und du nimmst. Sicheres du nimmst, Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja, genau. Nein, aber du nimmst auch das kleinste Anliegen, wo gerade vorherrscht, nimmst du ernst. Sicher. Ja, das ist sehr eine schöne Eigenschaft von dir. Das ist. Dankeschön. Das ist Dankeschön. sehr eine schöne Eigenschaft. Das ist Ja. nicht selbstverständlich. Und zwar nicht ernst so im Sinne von, ui, ich muss es jetzt ernst nehmen, weil ich es ja irgendwie gern, sondern nein, du nimmst es ernst, weil du Mensch bist. Naja, Ja. weil ich mit den Menschen, mit denen ich über solche Sachen spreche, eine gute Zeit haben will. Mhm. So. Und wenn dann was Ernstes rüberkommt, dann und ernst muss ja nicht immer bedeuten, oh Gott, es ist alles schwarz, es ist alles dunkel, sondern es ist ein sehr schweres Thema, was auch ein was auch ein humorvolles Thema sein kann, aber es ist ein wichtiges Thema. Es ist ganz oben in der Prioritätenliste der Menschen, mit denen ich spreche. Wenn ich mich damit nicht auseinandersetzen würde, ne, dann müsste ich mich ja mit Menschen nicht auseinandersetzen. Ja. Ich setze mich mit immer weniger Menschen auseinander, aber das ist ein völlig anderes Thema. Auch da wieder ein vollkommen neuer Podcast. Genau, Menschen muss das sein. Menschen muss das sein. Genau, nein. Und solche Aspekte, also Astrologie finde ich spannend. Erzähl mal. Ich habe einen NLP-Master gemacht. Was? NLP, neurolinguistisches Programmieren. Ah, okay. Das ist auch wissenschaftlich überhaupt nicht belegt. Und da ist auch ganz, ganz viel Hexenwerk und Hokuspokus dabei. Aber am Ende des Tages geht es dabei darum, aber da will ich gar nicht drauf hinaus, menschliche Kommunikations- und Verhaltenmuster zu erkennen und am Ende des Tages zu manipulieren. Oh. Aber manipulieren hört sich immer negativ an. Ja. Das hat eine ganz negative Konnotation, aber soll es überhaupt gar nicht Muss sein. nicht immer Ne? so Sondern negativ sein, ja. muss es überhaupt gar nicht. Es kann zum Beispiel in der Konfliktbewältigung, Ja. und du bist im Coaching, dass ich halt den Konflikt, jemand kommt rein, hat ein Problem und ich bin der Empfänger für dieses Problem und damit bin ich automatisch das Problem und kann nicht mehr zur Lösung beitragen. Ja. So wie ich es könnte. Und ich muss versuchen, dieses Problem irgendwo anders drauf zu leiten. Und jemand kommt rein und erzählt mir von seinem Problem, pass mal auf und sowas, das und das und das und das. Und ich wiederhole das, spiegel das Ganze wieder, das kennst du ja auch, ne, wenn wir ganz widerspiegeln. Und während ich das wiederhole, zeige ich auf einen Gegenstand, beispielsweise auf dieses Glas, das hier steht. Und das mache ich 5-mal, das mache ich 6-mal, das mache ich 7-mal. Und nach dem 6. oder 7. oder 8. Mal, wie auch immer, bin nicht mehr ich das Problem, sondern das Glas. Ja. So, also das macht NLP. Zusammengefasst, solche Geschichten. Okay. Ich finde also sich selbst weiterzuentwickeln, anderen Menschen vielleicht Impulse geben zu können, damit sie sich weiterentwickeln. Ich bin immer so ein bisschen schwierig oder so ein bisschen vorsichtig mit andere Menschen anzuleiten, zu beraten und all das. Das versuche ich auch bei meinen Töchtern ganz, ganz anders zu machen. Ich gebe dir alles, was du brauchst, damit du selbst die Entscheidung treffen kannst, aber ich sage dir nicht, mach das und das. Genau. Bist ja kein Vormund. Ja, aber also manchmal, es gibt ja auch Situationen, und das muss man so ein bisschen rausspüren, Themen und Situationen, bei denen du einfach sagen musst, pass mal auf, wenn du das so musst du es machen, ansonsten passiert irgendwas. Das gibt es ja auch. Genau. Aber wenn ich all das, was die Menschlichkeit ausmacht, wissenschaftlich, nicht wissenschaftlich, diesen gesamten Baukasten zur Verfügung habe, dann sage ich, alles klar, pass mal auf, du könntest das und das sein, lies dir mal dieses Buch durch oder nur diesen Text oder was auch immer. Ja. Finde ich super. Ja, und ich glaube, das ist aber genau der Punkt. Also, aber zum Beispiel mit der Angie habe ich das häufig, dass sie sagt, oh, kannst du schnell mein Horoskop anschauen, ich habe das und das Problem. Und ich weiss nicht, woran das liegt. Ja, ich weiss manchmal nicht. Dann habe ich irgendeine weirde Phase. Irgendwo einen Knopf. Ja, und das ist gerade saumässig anstrengend und ich weiss nicht, wieso. Und was haben wir vor 2 Jahren? Ist doch so ein Thema gewesen. Was hast du gesagt? Irgendwie... Ah, ja. Hast,
Ja, das war mit dem Job gewesen, und Ja. dort hast das klingt jetzt auch ein bisschen komisch für den Frank, dort hat sie Saturn im Quadrat zu ihrer Sonne gehabt. Und das war eine sehr intensive Zeit, gewesen, wo Ja. es bei der Arbeit Ja. zu streng war. Ja. Auch richtig, Ja. wenn ich das darf sagen, Burnout schon fast gegangen, oder? Also Überlastung halt einfach. Ja, einfach chronisches Unglück. Ja. Ja, chronisch selber verursachtes Unglück, Ja. würde ich das nennen. Ja. Burnout nicht, bin ich sehr aware gewesen, aber wenn ich das wahrscheinlich noch ein Jahr, 2 so weitergezogen hätte, Dann ja, schon. Ja. wäre ich dann wahrscheinlich irgendwo Mhm. in der Klinik gelandet. Ja. Oh je. Also Saturn im Quadrat zu was auch immer, Ja. das ist ja dann Zu der Sonne. zu der Sonne, Ja. Mhm. das ist ja dann nur ein Aspekt. Transit. und ein Etikett. Ja, Ein Etikett für genau. etwas ganz, pass mal auf, so und so heißt es. Ja. Mhm. Und dann gibt es in der Beschreibung dieser Konstellation, gibt es dann Aspekte, die du für dich dann rausziehen kannst. Ja, mega. Also, du hast mir Literatur zur Verfügung gestellt. Du hast viel mit mir geschwätzt. Und ich habe durch das einfach auch, ich habe angefangen zu verstehen. Ich so, okay, gut. Vielleicht schaue ich diese Schraube mal an. Vielleicht schaue ich diese Schraube mal an. Vielleicht mache ich mal dort. Dann bin ich wieder im gleichen Rädchen. Dann rufe ich wieder an und dann sagst du, ja, hast du das doch gelesen? Und dann sage ich, ja, shit. Mhm. Also Ja. wieder gerne. Ich finde, es erklärt einfach gewisse Sachen, die ich nicht verstehe manchmal. Ja. Was guckst du? Okay. Aber es läuft, eigentlich sehe ich das auch hier, aber ich habe mal geguckt, weil vorhin der Ja. Bildschirm- Double check. Aber das ist Double check. Double Ja. check, Ganz genau. Ja. Also ich denke, aber für jeden, der offen für so etwas ist, eben wie die Astrologie, kann es ein Hilfsmittel sein, wo soll mehr als Inspiration auf intuitiver und seelischer Ebene dienen. Also die Texte sind ja auch teilweise vage formuliert. Das heißt, die eigene Vorstellungskraft oder die Interpretation von diesen Text ist ja genau das, wo einem hilft, sein persönliches Problem zu identifizieren und hoffentlich auch schrittweise können zu lösen. Und eben, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, eben die Astrologie schafft mit Symbol und Archetypen. Und eben Archetypen sind ja Urbilder, die uns ja auch in Träumen begegnen. Ich kenne bis heute noch keinen wissenschaftlichen Text, der mir erklären kann, warum ich wiederkehrende Träume habe oder warum ich von gewissen Sachen träume. Und ich glaube, das soll auch jeder frei dürfen interpretieren und sich mit dem auseinandersetzen, was er im Innerlichen erlebt. Sei es eine belastende oder eine gute Situation. Ich denke, die Hauptsache ist, dass man sich ja als Mensch möchte, persönlich weiterentwickeln. Und für das finde ich es wirklich ein herausragendes Tool. Es ist für mich ein Tool, ja, ein Werkzeug. Ich finde es, und das habe ich mir so noch nie überlegt, weil die große Kritik an der Astrologie ist ja eben das Vage der Texte. Da kann sich jeder dann das rauspicken, was er will und überhaupt. Aber so wie du das jetzt beschreibst, ist das ja gerade eine Stärke. Eine Stärke. Weil ist genau das, also wenn mir jemand erzählt, pass mal auf, so und so sieht es bei dir aus, dann höre ich das, aber das verinnerliche ich nicht. Aber wenn ich einen vagen Text habe, über den ich anfange nachzudenken, und all meine eigenen Aspekte von Ratio über Emotio, was auch immer dann reinbringe, dann arbeite ich ja selbst damit. Und dann ist ja dieser Text, dann ist ja der astrologische Aspekt, ist ja nur der Anstoß. Also nur in Anführungsstrichen. Der sonst vielleicht gar nicht stattfinden würde. Und es ist ein möglicher Anstoß. Genau. Du könntest dann aber auch noch durch die wissenschaftliche Ausbildung als Psychologin, könntest du dann auch noch mit Traumdeutung nach Freud dann irgendwie kommen und sagen, pass mal auf, so und so sieht das aus. Ne? Und dann nehmen sie mal diese Tabletten und dann ist alles gut. Nein, das ist, nochmal, wer heilt und hilft, hat recht. Punkt, fertig aus. Ja, das sagst du sehr schön, Frank. Wer heilt und hilft, hat recht. Ich Ja. finde das schön. Ja, ich finde das mega einen schönen Aspekt. So, und ich bin ja da wirklich, also Angie ist ja auf einer wesentlich
spirituelleren Ebene unterwegs, als ich es je sein könnte. Nein. Doch. Und ich bin skeptisch. Ich bin offen, aber ich bin skeptisch. Das ist sehr gut. Und sowas, wie du eben gesagt hast, zur Astrologie, da höre ich dann eben genau zu und ja, alles klar, verstanden, wunderbar, wir müssen gar nicht weiter diskutieren. Also diskutieren, mich zu überzeugen von irgendwas, weil so. Ja, und darum finde ich, Jasna, das, was du machst, ich finde das so grandios, ich finde das grossartig. Danke vielmals. Wirklich auch mit dem Fachwissen aus der Psychologie. Wir haben alle Kindheitstraumata und Kindheitsmuster und allgemeine Muster in uns drin. Und eben die Astrologie-Geschichte, das ist... Du kannst so viel aufdecken, so viel reflektieren und vielleicht ein bisschen anders denken. Und ich finde das grossartig. Ja. Warum machst du das nicht? Warum beschäftigst du dich nicht Mit der Astrologie? eingehender damit? Weil ich sie ihr liefere. Genau, ich kann immer anrufen von meinen Quellen. Ja. Mm. Aber weil du ja auch eine Laufbahn für dich siehst, Wie meinst eine In der berufliche Laufbahn, Ja. in der die Astrologie ja ein Element sein könnte. du? Also es geht ja darum, pass mal auf, zu sagen, Ja. wer bist denn du und überhaupt und sowas Ja. und was habe ich in meinem Werkzeugkasten, was dir weiterhelfen könnte. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mit dir schon mal darüber geschwätzt, gell? Ich habe glaube einfach noch nicht so mein Ding gefunden, wo ich finde, da würde ich jetzt in die Ausbildung gehen. Weil auch ich bin von Natur aus sehr skeptisch und misstrauisch und hinterfrage alles. Und ich würde auch nicht wollen, zu jemandem Scharlatanisches gehen. Das lernen. Ja. Gut, aber das findest du dann überall, ne? Also Scharlatane. Ne? Das ist Ja, nicht aber nur in dem nein, darum Bereich, sage ich, das muss dann schon genau sein. Jasna, bist du religiös? Ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es mehr gibt, dass es irgendwo eine Quelle kommt, von wo wir alle entstanden sind. Sei das Gott oder wie man dem sagen will. An das glaube ich, ja. Also du glaubst nicht an ein bestimmtes Buch? Nein. Okay, gut. Kommst du aus einer Familie oder aus einem Hintergrund, wo das bestimmte Buch, eins von den beiden ganz großen, wichtig war? Also Ja. Bibel oder Koran? Oder? Ja, also Kroaten sind römisch-katholisch. Ja. Genau. Und ja, meine Eltern sind sehr religiös. Ja. Also ich habe mal einen jüdischen Freund, das war ein grosses Problem. Ah, Ja. okay. Ja, aber auch für den jüdischen Freund, dass du Ja, nicht Jüdin bist. gegenseitig. Ja. Also das ist, ja. Ja, spannende Konstellation. Ja. Okay. Und du sagst, deine Eltern sind religiös, ist das, und das habe ich ja hier auch festgestellt, weil ich bin weder religiös, noch bin ich in irgendeiner Weise religiös erzogen worden, war nie bis auf, natürlich, wir haben Religionsunterricht gehabt, ich habe mich konfirmieren lassen, ohne dass ich irgendeine Ahnung gehabt hätte, was das denn eigentlich bedeutet. Mit 14 und so, das hat mich auch nicht interessiert. Der kommerzielle Aspekt hinter der Konfirmation hat mich interessiert. Und deshalb, als ich dann hergekommen bin, also wie sehr Religion hier Teil der täglichen Kultur ist. Ja. Weil es hat ja an jedem Ecke hat's ja eine Kirche. Ja, und wie die Rituale auch verinnerlicht sind. Und es mehr tatsächlich, ich glaube, es geht wirklich so um Rituale, weniger um, auf der Wolke sitzt ein Mann, der sich alles anschaut und er hat eine Liste von 10 Dingen, ganz spezifischen 10 Dingen, von denen er nicht will, dass die gemacht werden. Und wenn man das macht, dann kommt man, dann und Folter und Hölle und Feuer mit, aber er liebt uns. Ja. Genau. Also ich glaube, hier geht es auch mehr um Ritual. Kulturelles Ritual. Ja, also ich kann nur sagen, wie ich es erlebe. Ich sehe die Werte dahinter, die vermittelt sollen werden. Also meine Schwägerin, sie ist auch Kroatin und sie ist viel religiöser, als ich jetzt das bin. Vor allem, weil ich das eigentlich ja gar nicht bin, darum ist es ja nicht so schwierig. Aber sie tut das auch schon
ihren Kindern vermitteln. Also die haben zum Beispiel die kleine Bibel daheim, sie tun beten vor dem Essen oder vor dem Schlafen gehen. Und am Anfang, als ich das miterlebt habe, habe ich gedacht, mein Gott, muss das sein? Warum? Also wir sind doch im 21. Jahrhundert. Also reicht es nicht, wenn man einmal im Monat in die Kirche geht und mit dem ist es abgetan. Und jetzt mittlerweile sehe ich die vielen schönen Werte, die sie den Kindern mit dem übermitteln. Also die Dankbarkeit, dass sie etwas auf dem Tisch haben zum Essen oder am Abend nochmal den Tag Revue passieren lassen und dankbar sein für wie schön dass es war und für die lieben Menschen, die man im Umfeld hat. Und ja, oder ganz herzig war meine kleinste Nichte, sie hat da wie sagt man dem? Ein Muttermal. Und, aber ganz ein kleines, nur sie sieht es. Und dann hat sie gesagt, warum habe ich das? Aber ja, der liebe Gott hat es mir halt gegeben, darum bin ich jetzt halt so. Und sie hat irgendwie ihre Frage selber beantwortet. Ja. Und für mich geht das aber schon in die Richtung, ich bin so, ich akzeptiere mich in meiner Individualität, auch wenn das Wort Gott religiös in diesem Kontext von ihr verwendet worden ist. Das ist jetzt ein bisschen psychologisch jetzt hergegriffen, geht das für mich in die Selbstliebe, Selbstakzeptanz und in die Individualität leben, was ja sehr wichtig ist für ein gutes Selbstbewusstsein bei so einem jungen Kind. Also auch wenn sie etwas an sich merkt, wo ihr vielleicht nicht gefällt, dass sie wie sich mit dem annimmt. Und darum sehe ich auch Leute, die Religionen so leben, wie sie das machen, mehr als ich das integriert habe in meinen Lebensalltag. Nur nach der Bibel oder was auch immer, finde ich das schön, wenn sie das können und eben die Werte, die ja toll sind, die dort vermittelt werden, so leben. Mhm. Mhm. Auch das ist eine eigene Podcast-Reihe. Ne? Also ich finde Religion ein so wahnsinnig spannendes Thema. Ja. Und bei Religion tatsächlich die Buchreligionen. Und was? Ich habe mir auf meinem E-Reader, das ist vor etwa 2 Jahren, einfach wirklich rein aus Neugier. Hast du die Bibel runtergeladen? Nein, nicht die Bibel, ein Teil vom Koran. Und zwar, der Koran, das ist ja auch, ich glaube, wenn du nicht aus dem arabischen Raum stammst oder aus dem muslimischen Raum, ich glaube, wir können das nicht nachvollziehen, was in dem Koran steht, auch wenn du das quasi 1:1 übersetzen. Ich habe mir ein Buch heruntergeladen, wo ein Autor eigentlich den Koran zusammenfasst für so Menschen wie mich. Und ich bin sehr positiv überrascht gewesen. Schön. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, weil das ist auch ein Buch, das kannst du nicht am Stück lesen. Ja, so überwältigend. Ja, und musst ja gleich, eben, es gibt für mich Bücher, die du einfach kannst lesen, das kannst du konsumieren, und dann gibt es aber Bücher, wo du musst, da bist du dabei, da musst du einfach geistig auf der Höhe sein. Vertrage ich nicht immer, aber es ist für mich auch sehr, sehr, sehr spannend, was in diesen Schriften steht und was der Koran will vermitteln. Ja. Ich finde es super, super spannend. Also in beiden Büchern steht ja im Prinzip dasselbe. Im Prinzip. Im Prinzip, ja. Im Prinzip. Sobald die Bücher fundamentalistisch und ausschließend angeschaut werden. Pass mal auf, nur das, was hier ist und nur richtig, das ist richtig und ganz genau so. Und dann kommt dann noch immer dieser Aspekt des Cherry-Pickings dazu. Und sagen, ja, das nannte ich, aber gut, da steht auch drin, dass man keine Mischgewebe tragen darf, was ja tatsächlich in der Bibel steht. Wow. Was darf man nicht tragen? Mischgewebe. Also du darfst nicht aus eine Kleidung anhaben. Nylon und Baumwolle. Wolle und Leinen zum Beispiel, das darfst du nicht tragen. Okay. Du darfst keine Meeresfrüchte essen, etc. Okay. Also das dann wieder nicht, aber das andere unbedingt. Und dafür machen wir auch Kriege. Das ist, wenn du dann wirklich so in das Fundamentalistische reinkommst. Aber die literarischen Aspekte des Ganzen, die Werteaspekte, die sozialen Aspekte in allem. Ich finde das unglaublich spannend. Und dann auch zu diskutieren und dann zu schauen und sowas, wo kommt es denn her?
Wo kommt es denn her und wie sehen wir und warum und glauben wir das wirklich? Ja. Ich habe mal einen sehr, sehr religiösen Nachbarn gehabt. Mhm. All- Welche Religion? Es ist eine kleine Gemeinschaft, christliche Religion, Mhm. Freikirche, Evangelikale, Okay. irgendwie sowas. Ne? Also wirklich sehr, 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 also mit tatsächlich 2-3 Mal am Tag in die Kirche gehen und all das. Und lustigerweise, er war Chief Financial Officer eines großen Pharmaunternehmens in der Schweiz. So, also diese Gegensätze finde ich dann auch immer noch lustig. Mhm. Und Ja, hab finde ich jetzt auch, ja. Ne, aber man kann das ja auch irgendwo ein bisschen dann doch trennen. Pass mal auf, das ist meine religiöse Seite und das ist die rationale Seite. Mhm. Und das eine hinterfrage ich nicht und das andere hinterfrage ich nicht. Also 1 + 1 ist 2 und das, was da steht, ist auch wahr. Mhm. Also so. Und ich habe ihn dann tatsächlich irgendwann gefragt. Ich sage, darf ich dich mal was fragen? Ja. Mhm. Zum Thema Religion. Ja, sicher. Mhm. Nehmen wir mal eine Geschichte aus der Bibel. Der Busch brennt und aus dem Busch spricht Gott zu Moses und gibt ihm 2 Steintafeln mit 10 Gesetzen drauf. Ja. Hat das so stattgefunden? Also ist das eine Dokumentation? Ne? Irgendjemand hat das aufgeschrieben und gesagt, ach Mensch, da habe ich da gestanden und was soll ich dir sagen, der Busch brennt. Und Gott spricht zu Moses, der auch gerade da war und gibt ihm also 2 Steintafeln mit 10 Geboten drauf. Ist das eine Dokumentation? Meint er, ja. Aber ich sage, okay, den Aspekt verstehe ich nicht. Ja, mit dem habe ich auch Mühe. Ich auch. Weil für mich, gut, ich glaube, dass früher, wo ja die Geschichten so übermittelt worden sind, bevor sie nachher dann eben in die Bibel umgewandelt worden sind oder niedergeschrieben worden sind, hat man ja das predigt, weil ja das Volk sonst das gar nicht hätte können vernünftig aufnehmen, die Botschaft dahinter. Aber dass heute die Leute das nicht also die Metapher dahinter nicht sehen, mit dem habe ich auch Mühe. Ja, weil das geht ja auch so ein bisschen ins Geschichten erzählen. Ja, ja, es sind Sensationen, es sind blutrünstige Geschichten Ja, in den, extrem. in den Büchern. Ja. Ja. Es ist super spannend zu lesen, wie ich finde. Also ich habe nicht alles, aber ich habe große Teile der Bibel gelesen, ich habe den Koran gelesen, aber es ist auch eben wirklich harte Kost. Also ich finde, Koran habe ich auch, das finde ich sehr anstrengend. Ich habe Talmud viel gelesen und einfach um zu verstehen, was ist denn da eigentlich, weil es mich wahnsinnig interessiert. Ja. Auch da nochmal, ne? Also wenn es jemandem hilft, Werte zu entdecken, wenn es jemandem hilft, Selbstwertgefühl zu entwickeln, bestimmte Dinge wegzuerklären, pass mal auf, ich muss mich damit nicht beschäftigen, weil es hat jemand anders für mich gemacht. Ich habe keinen Einfluss. Und alles wunderbar. Sobald es in das fundamentalistisch-missionarische reingeht und in diese Trennung, ne, zu sagen, pass mal, wenn du das nicht glaubst, dann bist du automatisch auf der Seite des Bösen. Ja, so, genau. Und das ist ja, also in beiden großen, also in der Bibel und im Koran steht das drin. Im Koran steht Recht die Kreuzzüge. Was ein Stück weit das stimmt. okay ist, aber das steht da drin. Ja. So. Es stehen noch ganz, ganz viele tolle andere Sachen darin und sowas, ne, aber sowas ist, also ich finde es ist ein unglaublich schönes, spannendes Thema. Ja, finde ich auch. Die Finde ich Religion. auch sehr. Und vielleicht noch zu den Ritual. Als Kind, Ja, die Mami hat mit uns immer gebetet. wirklich. Ja, und wir haben jeden Abend vor dem Schlafen ein läutendes Glöckchen gesungen. Yeah. Ja, und das ist mir lang geblieben als Kind. Und ich hatte es ja nicht immer ganz einfach gehabt, aber das ist schon auch etwas, da habe ich mich daran heben. Das war so ein Lichtchen. Yeah. Als ich wie gewusst habe, für mich war es schon als Kind klar gewesen, weil meine Mami das einmal erklärt hat, oder meine Engel sind da. Meine Schutzengel, meine Wegbegleiter. Und ich habe mit denen schon als Kind geredet. So schön. Ja, und das mache ich heute noch. Das finde ich Ja. sehr gut. Ja. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig. Sie antworten auch. Aber ja, und ich finde, das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel mit vermittelt bekommen habe aus
aus der Religion raus. Ja. Oder aus dem Buch raus, wie du das so schön nennst. Ja. Frank. Ja, wo mir sehr viel gegeben hat. Mhm. Heute noch. Und darauf kommt es an. Mhm. Mhm. Darauf kommt es auch an. Ich gucke mal auf die Ja. Uhr. Ja. 21:08 Uhr. Sind seit Wahnsinn. 1,5 Stunden sind wir dabei. Oh, wir haben den Leuten das Ohr abgeredet. Und Ja. wir sind, was wir ja machen, ist, wir gucken uns an, wann, zu welchem Zeitpunkt haben wir welches Thema am Wickel. Mhm. Mhm. Und niemand ist verpflichtet, sich das alles anzuhören. Aber nein. Aber dass wir sagen, pass mal auf, nach 7 Minuten sprechen wir über das, nach 15 Minuten sprechen wir über das. Also das ist ja auch das Schöne dann an dem Nicht-Live-Format, Genau. dass du dann hin und her springen kannst. Ich konnte noch ganz, ganz lange weitermachen, weil also alleine den Psychologie-Aspekt. Den hast du spannend gefunden? Ja, den finde ich sehr spannend, weil also ich habe mich vor 3 oder 4 Jahren habe ich mich mal für ein Psychologiestudium einschreiben wollen an der Uni Zürich. Cool. Ja, das war ein furchtbar beschissenes Erlebnis. Oh nein. Du gehst durch den gesamten Einschreibeprozess Ja, und das ist ein Online-System okay. und das fragt bestimmte Dinge ab. Mhm. So, du loggst dich ein und dann legst du einen Account an und dann wählst du aus, welcher Studiengang, bla 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 bla, welchen Major, welchen Minor und all das und das trägst du dann alles ein und das Ding macht immer Plausibilitätsprüfungen. Mhm. Darfst du das Ja. mit dem, bla 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 bla. So, den ganzen Scheiß. Und ganz am Anfang gibst du deine Stammdaten ein, wie du heißt, wer du bist. Und damals war ich noch kein Schweizer Staatsbürger. Red Flag. Und Ach ja, so. nee, aber so, und dann bezahlst du, es waren damals 100 Stutz. Mhm. So. Einschreibegebühr. Genau. Musst ich Abiturzeugnis und wo haben Sie allgemeine Hochschulreife, bla, 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 Deutschland, so. Und das geht dann immer weiter. Ne? Du bist ungefähr eine halbe Stunde damit beschäftigt, jeden Scheiß auszufüllen und all das. Und dann macht das Nudel. Und dann passiert erstmal nichts und du weißt nicht, was los ist. Und dann kommt nach 2 Tagen zurück, ja, haben Sie denn einen Studienplatz in Deutschland? What? Ich sage, nein, ich habe keinen Studienplatz in Deutschland. Ja, dann geht das ja alles nicht. Ich sage, warum nicht? Ja, Sie müssten, weil Sie kein Schweizer Staatsbürger sind, einen Studienplatz in Deutschland haben, damit Sie hier einen Studienplatz beantragen könnten. Aber ich sage, okay, ich verstehe das alles nicht. Hier ist mein erster Wohnsitz. Ich habe überhaupt keinen Wohnsitz mehr in Deutschland. Ich bin so und so da. Aber all das. Aber warum hat das System denn nicht angeschlagen und irgendwann gesagt, Stopp, das geht gar nicht. Ja. Hast du denn? Das war zu keinem Zeitpunkt bis zum Schluss irgendeine Frage. Sie sind deutscher Staatsbürger, Sie leben zwar in der Schweiz, aber dann müssen Sie bitte hier Ihre Matrikelnummer aus Deutschland eintragen, zu keinem Zeitpunkt. So. Und dann habe ich da nicht studiert. Oh nein, Frank. Ja. Vielleicht, weil es der Public war, aber bei den Kaleidos könnt ihr sicher. Ja, du zahlst halt einfach, gell? Mhm. Ja, aber jetzt bin ich ja Schweizer. Ja, jetzt geht's Go endlich. for it. Nachher können wir uns austauschen, was wir im Was Unterricht geil, lernen. ja. Aber Ja. machst du gerne Statistik? Weil ich bin Nein. überrascht gewesen, wie viel Statistik ich im Psychologie-Studium habe. Ja. Nee, es gibt bestimmte Aspekte, die mich da überhaupt gar nicht reizen, das zu machen. Deshalb wenn ich sowas lerne, da unten sind viele Bücher, die lese ich aber dann auch nur quer und pick mir das raus, von dem ich denke, das kann mich jetzt mal weiterbringen. Bei manchen verbeiße ich mich dann auch. Also da ist zum Beispiel kognitive Neurowissenschaften, was ich absolut faszinierend finde, und dann verbeiße ich mich da rein. Cool. Das ist entsetzlich klein geschrieben, aber welches ist das? Das ist 10 Lessons of My Life, was wirklich zählt. Ja. Von wem? Kent Nagano. Kennt Sieht Nagano. auch mega sympathisch aus. Kennt Sag Nagano. mal. Also, das habe ich mir gekauft. Pass auf. Das ist jetzt der literarische Block. Kent Nagano ist Dirigent. Oh. Also, Kent Nagano hat an allen großen Konzerthäusern weltweit gespielt und dirigiert, unter anderem eben auch in Hamburg. Und er hat hier einfach geschrieben von Begegnungen. Und du hast sogar noch signiert.
von Begegnungen mit Menschen, die ihn die Begegnungen beeindruckt haben. Ja. Und auch die Menschen, aber in erster Linie die Begegnung. Also, dann muss ich eine Brille aufsetzen, sonst wird das nichts. So, jetzt wird es. Also, die heißen dann zum Beispiel Leonard Bernstein. Leonard Bernstein, auch Dirigent, Komponist, wie ich lernte, dass es keine endgültigen Antworten gibt. Und so beschreibt er dann eben, wen er dann getroffen hat. Pierre Boulez, wie ich lernte, wovon Komponisten träumen. Björk, aber vor allen Dingen, was mich hier fasziniert hat in all dem, warte mal, wo ist es denn? Er hat Frank Zappa getroffen. Und Frank Zappa ist einer meiner Lieblingsmusiker. Schön. Und wie ich lernte, dass wahre Künstler nicht taktieren. Und er erzählt eben anhand dieser 10 Begegnungen, was er daraus gelernt hat. Und das ist, also der schreibt sensationell gut. Ein unglaublicher Typ, finde ich. Wunderbar. So, und ich habe mir das gekauft wegen Frank Zappa und habe dann aber das ganz durchgelesen. Also ich glaube, ich weiss jetzt, was ich als Ferienlektüre mit auf Kroatien nehme. Was, das Buch? Ja. Sicher? Ja. Das ist großartig. Ja, also der Frank hat jetzt das so gut pitcht, ich muss das lesen. Also es ist wirklich, das kannst du an einem Tag durchlesen. Sehr gut. Ne, weil es wirkliche Begegnungen sind und pass mal auf, ich habe den und den getroffen und das und da sind wir und was habe ich denn da mitgenommen? Also Wie ich lernte, nicht am Geld zu verzweifeln. ja, also großartig. Ja, Also wirklich, so schön. wirklich großartig. Wie ich lernte, dass aufzugeben eine hohe Kunst ist. Ja. Also wirklich spannend, ja. So, Sehr und darüber, spannend. und darüber hangel ich mich dann auch noch wieder weiter. Ne? Also über Frank Zappa weiß ich ganz, ganz viel und habe ganz, ganz viel Musik von ihm und überhaupt, aber andere Leute, die dann jetzt da drin sind, über die kenne ich nichts. Dann gucke ich nach, wer ist denn das? Ja. Und dann gehe ich in den Kaninchenbau. Und komme dann wieder raus und dann ist dann vielleicht ein Satz, ein Gedanke, ein Gefühl, dann muss ich sagen, das hat sich jetzt noch gelohnt. Ja. Ah, schön, machst du das auch? Ich mache das eben auch. Ja. Ja, gut zu wissen. Weil manchmal denke ich, Jasna, du bist ein bisschen verrückt. Aber Wegen? ja, weil, was ich schon alles auf Wikipedia über Leute gelesen habe, wo ich irgendwie in einem Buch oder irgendwo in einer TV-Sendung gesehen habe, wo mich irgendwie inspiriert haben. Und dann möchte ich mehr über die Person erfahren. Und ja, ist jetzt gerade gut zu wissen, dass du das auch machst. Ich mach das auch bei Podcasts. Ja, genau. Ich Egal schreibe wo. mir dann auf, warte mal, das Stichwort und sowas und dann muss ich dann weitergehen. Das mache ich auch. Ja. Ich habe noch ein Thema, wo ich Bitte. denke, dass das den Frank könnte interessieren. Es geht aber so ein bisschen in die Richtung Nutrition, aber auch Physiologie, Psychologie. Und zwar, Angie, du weißt ja schon, letztes Jahr habe ich eine Stoffwechseltypisierung gemacht bei einer Ernährungsärztin. Und für die nicht wissen, was eine Stoffwechseltypisierung ist, das ist ein Test, den man bei einem Arzt machen kann. Der tut dann herausfinden, was man für einen Stoffwechseltyp hat. Das ist, habe ich mir sagen lassen, das ist so individuell wie der Fingerabdruck von jedem Mensch. Kann ich mir vorstellen. Genau. Und dort habe ich dann quasi einen Katalog nachher bekommen mit Sachen, die ich essen kann und die ich nicht essen kann. Oder die gut für meinen Stoffwechsel sind und weniger gut. Und dort habe ich dann erfahren, dass nebst dem, man hat ja parasympathische und sympathische Stoffwechseltyp, habe ich erfahren, dass essentiell für meinen Stoffwechsel die Hypophyse wichtig ist. Und die Hypophyse ist eine kleine Drüse im Hirn. Die ist unter anderem zuständig für den Hormonhaushalt, Wachstumshormon und so weiter. Und ich habe das noch spannend gefunden, weil ich mich dann eben auch, als ich das dann erfahren habe, mich tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und es war am Anfang relativ schwierig, die Umstellung zu machen, weil auf der Liste, die ich nicht essen sollte, hat es mega viele Sachen gehabt, die ich sehr gerne esse. Krass. Ja, zum Beispiel
ich habe Laktoseunverträglichkeit. Ja, nein, nicht nur Laktose, Ja, sondern... Milchproteinallergie. Ja. Genau. Also du Und- kannst auch den laktosefreien Käse kannst du nicht essen. Ja, genau. Und genau. Und dann habe ich eben Schritt für Schritt das versucht, in meine Ernährung zu integrieren. Also, als allererstes habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken. Obwohl Kaffee für viele Leute ja positive Effekte hat, ist es bei mir leider nicht. Weil ich eben sehr einen sensiblen Stoffwechsel habe und halt alle möglichen Reize, eben wie Koffein, sich schlecht auf meinen Stoffwechsel auswirken. Wegen der Hirnanhangsdrüse. Ja, genau. Obwohl ja die Hirndrüse, also Hypophyse nennt sich die, ja alle haben. Einfach bei mir ist sie sehr dominant, was, für den was den Stoffwechsel betrifft. Ja, und das habe ich auch sehr spannend gefunden, was ich dann nachher auch noch recherchiert habe, wie sich auch mein Stoffwechseltyp auch teilweise auf meine Persönlichkeit wie es meine Persönlichkeit beeinflussen. Also ich habe zum Beispiel eher einen parasympathischen Stoffwechsel und das heißt, ich tue langsam verbrennen und das heißt nicht, dass jeder, der parasympathisch ist, weil das sind eher Frauen wie Männer, dass die introvertiert sind, aber ich merke schon, ich bin eher jemand, der zurückhaltender ist, obwohl ich jetzt natürlich da im Podcast mit euch vieles teile, natürlich, weil ich aber Angie auch sehr gut kenne und ich weiss, dass du ein guter Bekannter bist von der Angela, darum öffne ich mich dir gegenüber, aber ich wäre jetzt nicht die Person, weißt, die unterwegs ist und gerade auf die Leute zugeht und so weiter. Und das ist etwas für mich, wo ich mir auch schon überlegt habe, das würde ich auch sehr gerne näher untersuchen oder würde mich manchmal wundern, wie das bei anderen Leuten ist, ob das mit ihrer Persönlichkeit auch vereinbarbar ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß. Ja. Hat es dir denn spürbar geholfen? Ja. Ich finde auch. Ja. Also ich finde, ich merke einen Unterschied. Ja. In der Persönlichkeit? Ja. Okay. Ja. Weil das ist immer eine Frage, kann ich es messen Ja, das ist immer oder schwierig. ist es individuell spürbar? Mhm. Und das ist in der Technologie, wir haben ein neues iPhone und dieses neue iPhone hat jetzt 758 Gluffs. Ja. Toll, merke ich davon irgendwas. Genau. Und das ist ja, ich finde ich habe das erste Mal gehört mit der Stoffwechseltypisierung von einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir, Gott, wie lange ist das her? 8, 9 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh. Ich finde das noch logisch. Mhm. Bei dem war es aber sehr, 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 sehr kleinteilig. Also er hat mir dann den Ernährungsplan gezeigt und überhaupt und jetzt musst du hiervon und davon und davon. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das finde ich weder praktikabel, noch kann ich mir vorstellen, ob es jetzt einen Unterschied macht, ob du 40 Gramm davon oder 30 Gramm davon isst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass man das ist wie bei einem Computer, Shit in, Shit out. Wenn du dich schlecht ernährst, dann, sagt der gesunde Menschenverstand, kommt nichts Gutes dabei raus. Und wenn du dann auch noch rausfindest, vielleicht sogar eben auch belegt, das solltest du besser nicht essen. Ja. Lass uns das mal ausprobieren. Genau. Ich finde das sinnvoll. Also ich habe das an mir selbst. Ich mache das bei mir eher so Trial and Error. Ne? Also, du bist ich finde, du bist sehr ein intuitiver Esser. Ja, ich stopfe in mich rein. Was. Ja. Aber dann irgendwann auch, und das ist erst mit den Jahren gekommen, festzustellen, das sollte ich vielleicht nicht mehr machen. Das ist einfach... Nein, aber nicht, das ist nicht negativ gemeint. Ich sitze seit 3 Tagen auf dem Boiler. Ich sollte das nicht mehr essen. So, ne? Also, aber ich finde das gut, mal zu sagen, pass mal auf, also irgendetwas, also ich bin kein Freund von ständiger Selbstoptimierung, weder mental noch körperlich. Aber wenn man sagt, irgendwas muss ich machen. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas. Und dann, wenn man feststellt, das hat mir richtig geholfen. Wir sind wieder bei Helfen und bei Heilen. Finde ich sehr gut. Schwierig finde ich das Thema und das ist nicht das, aber das ist eine Sau, die im Moment durch jedes Dorf getrieben wird.
ist Langlebigkeit. Aha, ja. Ah, Kommen Sie zu uns, man möchte sie jünger. ja nicht nur da, wir nehmen Sie auseinander Mhm. und dann setzen wir Sie wieder zusammen und was soll ich Ihnen sagen, Mhm. Sie werden 500 Jahre alt. Genau. Wenn nicht der Bus kommt und sie leider überfährt. Genau. Ne? Aber dann haben wir ja Ihr Geld, dann ist das ja schon in Ordnung. So. Genau. Ich finde es ein ganz schwieriges Thema. Aber nochmal, Ja. auch spannend, Ja. aber wahnsinnig zeitgeistbehaftet. Mhm. Ja, wobei, aber ich muss ehrlich sagen, ich merke bei dir extrem, du bist viel ausgeglichener wie vorher. Mhm. Hat aber eine gewisse Zeit jetzt gebraucht. Ja. Mit der Umstellung. ja, es ist ja nicht, ich finde, es ist Optimierung. nicht die- Ja, ich finde es, ja. Wie es ist lange hat es gebraucht? Ich habe das letztes Jahr im Mai gemacht, Mhm. den Test. Und dann habe ich eben Schritt für Schritt Sachen in meinen Alltag Mhm. umgesetzt. Und eben das mit dem Kaffee, also ich glaube, ich habe 2 Wochen lang in meinem Büro gesagt, ich darf keinen Kaffee mehr trinken, nee. Und das Einzige, was ich trinken konnte, ist, ich darf keinen Kaffee trinken. Ja. Und jetzt trinke ich seit einem Jahr keinen Kaffee mehr und Wahnsinn. I couldn't care less. Und ich Ja. habe kein Bedürfnis zum Kaffee trinken. Ja, und was mich eben auch sehr hellhörig gemacht hat, ist, dass du gesagt hast, du merkst deine Hirnleistung on fleek Ja, im Vergleich zu vorher. gut. Also das hat jetzt nicht per se mit dem Kaffee zu tun. Nein, mit der Ernährung. Mit der Ernährung, Ja. genau. Ich Ja. habe ha durch das jetzt auch angefangen, 3-mal am Tag zu essen. Mhm. Und mich auch entsprechend so zu ernähren, wie es für meinen Typ vorgesehen ist. Und ja, das hat wirklich... Ich merke das einfach, dass ich viel produktiver bin, dass ich viel klarer im Kopf Ja, und bin. du hast mir gesagt, Ja. deine Rechenleistung nochmal irgendwie, Ja, keine Ahnung wie viel Prozent mehr. genau. Ja, Ja. Also, ja. faszinierend. Wenn man das so wie du merkt, ich finde das hervorragend. Mhm. Ne? Also wenn man das macht. Es muss aber praktikabel sein. Ne? Und vielleicht auch, weißt du, wenn du dann wirklich Rahel und ich, wir haben das mal gemacht. So Ihr sind ja beim gleichen gewesen wie ich. Beim Hösli, oder? Beim Hösli, nein, Ja. nein, also Ja. Bin der nee, Tante. wir haben das schon mal vorher gemacht gehabt. Und Okay. Jürgen Hösli ist ja ein geiler Typ. Ja. Da Ja. können wir noch mal irgendwann Ja. anders drüber sprechen. Nein, aber wir waren beim anderen Typen und der hat dann so einen Ernährungsplan aufgestellt. Und da ging es tatsächlich Zugeschnitten auf euren Stoffwechseltyp. Nee. Sondern also es ging wirklich um Body Transformation, haben wir gesagt, wie weit kriegen wir denn unsere Körper modelliert? Hast du das dort, wo Tralsolin war nachher? Und genau, und dann hier 25 Gramm davon, 25 Gramm davon Aha. und sowas. Und das war einfach auch überhaupt gar nicht mehr praktikabel für Ja. ein normales Leben. Ne? Und ich Ja. finde, das muss es noch sein. Ja. Und Hm. ich finde, wenn man aus den statistischen 84 Jahren Lebenserwartung, die wir in der Schweiz haben, den Mhm. Genuss vollständig rausnimmt. Mhm. Also Ja. wenn ich etwas habe, was ich super gern mag, aber was mich jedes Mal umbringt, Ja. dann lasse ich das. Das ist logischerweise so, aber der Genuss, der darf ja auch wirklich eine ganz Ja. große Rolle spielen. Genau, ja. Na, also das finde ich. Wir kommen ja von, Ja, von Brötchenbacken auf Arschbacken. Genau. Das ist ja hervorragend. Und wir machen das wird nochmal Folge 2 geben. Mit der Jasna. Oder genau. wir machen 2 Folgen aus dem heutigen. Oder wir machen 2 Folgen oder wir machen noch weiter und dann die 27 Leute, die es interessiert, die interessiert es dann auch. Genau. Sehr schön. Und vielleicht ist das eine Überleitung dann zu der nächsten Folge und dann machen wir auch gleich. Mhm. Wie Möchtest gesagt, du, ich bin ja seit 26 Minuten müde. ich bin auch müde. Möchtest du quasi die letzte Frage stellen und... Nein, du hast ja die übliche Frage, nein, bitte mach die doch, Okay. dann sowas, ne? Aber hast du in und du bist ja sehr bewusst, was dein Menschsein anbelangt, was deine Entwicklung anbelangt, was die vernünftige Optimierung anbelangt. Hast du da mal mit bewusstseinserweiternden Substanzen gearbeitet? Du musst die Frage nicht beantworten. Ich Du beantworte dir sehr gerne. Nein. Nein. Nein, weil wie jeder andere Mensch habe ich auch in meinen jungen Jahren mit Sachen experimentiert. Ja. Und das höchste der Gefühle war, dass ich mal Gras geraucht habe. Ja. Und das hat mir so Paranoia gemacht, weißt du noch, Anschi? Aha, ja, ich habe einfach das Telefon bekommen. Ja.
Darum weiss ich, dass das nichts für mich ist. Ein Telefon Okay. und WhatsApp-Nachrichten. Ja, Ja. genau. Ich vertrage das nicht. Ja, Ist schön, wenn man das rausfindet. Ja. Ja. Das ist Und, sehr, sehr gut. also ich möchte einfach noch schnell sagen, Mhm. wir haben, sorry, ich muss jetzt einfach noch reinwerfen, wir haben so ein Vierergrüppli von Frauen. Wir verstehen uns einfach wahnsinnig. Und es ist so eine wertvolle Freundschaft, die wir haben, wir 4 Frauen. Und die 2 anderen Damen, Mhm. die sind Ü50 und sogar schon Ü60. Und sie haben gefunden, sie tun mit der Jasna kiffen. und ich war ja so selbstüberzogen, weil ich vor dem wahrscheinlich... Oder hast du die Idee gehabt zum Kiffen? Nein, schon das Handy. Nein, Ah. Franziska hat gesagt, sie hätte das noch nie gemacht, sie will das noch Ah. machen. Ü60. Und dann hat das Handy von ihrem Sohn das Gras organisiert. Mhm. Und dann, so selbstüberzogen wie ich war, habe ich gedacht, mit diesen 2 kann ich das. Oder ich zeige denen, wie es kiffen geht, obwohl Ja. ich selber glaub, vor dem einiges gekifft habe und habe es schon scheiße gefunden. Ja, und dann ist das, glaube ich, irgendwie der 1. Januar oder so gewesen. Ach, ich weiss im Ja. Fall nicht mehr. Das Auf war. jeden Ich bin Fall- dort nicht dabei gewesen. Ich kann nicht können. Ja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwie am 11 Uhr am Nachmittag mit denen auf den Balkon und habe den Joint angezündet. Aber und die habe- sind bei der Sendung gewesen, gell? Nein, bei der Franziska Ah, bei in der der alten Wohnung. Ja. Und dann habe ich irgendwie 3 Züge genommen und ich war so geschiebt gsi. Die mussten mich aufs Sofa tragen. Ich war weiss gsi. Und ja, ich bin glaube ich 2 Stunden irgendwo Völlige gsi. Paranoia. Völlige Paranoia auf einem Megatrip. Also ich weiß nicht, was der Sandy ihren Sohn raucht, aber Ja. für mich ist es nichts. Ja. Und nachdem habe ich glaube irgendwie ein Pack Schoki müssen essen und irgendwie 3 Cola müssen trinken. Ja, ja. damit ich, ja. Das ist keine ungewöhnliche Erfahrung, glaube ich. Ne? Sowas, kennt ihr die Filme mit, hier, wie heißt er, Mark Wahlberg mit dem Teddybären? Ah ja, Ted? Ted. Ja, Die love Donner it. Buddies. Ja, genau. So. Mhm. Als sie dann sitzen sie auf dem Sofa und dann sagt irgendwie. ich Aber glaub, die rauchen Bong, oder? die rauchen alles Mögliche. So, über Bong oder über Joint oder wie auch immer. Und wie Ted dann irgendwie sagt, pass mal auf, ich muss mal mit meinem, I gotta speak to my weed guy, he's gotta up his game. Und dann haben die sich in dem Film, das ist ja von Seth MacFarlane, von dem Ja, auch, wo Family Guy macht. Family Guy Ja. macht, Ja. A Million Ways to Die in the West, sensationell. Genau, toller Typ. Wahnsinn. Und die Namen, die sie sich für das unterschiedliche Gras ausgedacht haben, finde ich so sensationell. Da Das gibt wird es mir eben gar auch nicht den Clip. gefallen. Also dann sprechen sie darüber, he had a couple of new badges. One was Gorilla Panic. Second one was They're Coming. Oh, They're coming. And the third Okay. one was This is Permanent. oh shit. So, und ich finde das, aber das vielleicht, da gehen wir vielleicht dann nochmal in einem anderen Ja. Podcast nochmal drauf ein. Angie, die Unbedingt. Schlussfrage. Jasna, Angie. wir kommen jetzt zum Schluss. Ja. Und ich glaube, das habe ich dich wirklich noch nie gefragt. Ich bin gespannt. Was Ja. hast du noch nie in deinem Leben können loswerden? Mhm. Wäre aber schön, dass du das jetzt in diesem Podcast mit der Welt würdest teilen. Das ist jetzt wirklich sehr eine tiefgründige Frage. Mhm. Es kommt mir spontan leider wirklich nicht in den Sinn, weil ich jetzt, glaube ich, mit der Joint-Story Gell, das hätte ich mehr von jetzt mir aus dem Konzept mehr von mir Ich weiss. preisgegeben habe, als dass ich überhaupt heute Abend wählen Das ist okay. Was, Genau. Du darfst auch sagen, kommt dir etwas in den Sinn, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch möchtest mitgeben? Jetzt am Ende von dieser Folge. Ja, Okay. hört Radio Walchwil, weil der Frank und Angie, die laden ganz lässige Leute hier ein. Ja. Sie stellen die richtigen Fragen und ich finde es ein super Format für Walchwil und die Umgebung. Danke. Ja, Gerne. Jasna, vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht und ich wusste ja Ja. überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Ja. Ja, so schön. Und wir haben viele Themen am Wickel gehabt, über die viele davon einfach nur an der Oberfläche angekratzt und
super Spaß gemacht. Ja, also wenn ich mir etwas wünschen darf, Bitte. falls ich mal wieder eine Einladung bekomme, dann würde ich gerne ein Family Guy Special machen. Das können wir uns, oder Gott. Family Guy Special und Seth MacFarlane Special, Ja. das ist. Wenn wir das aufstellen, tust du das aufstellen, tun wir das irgendwo aufschreiben? Family Ja, Guy Special ja. mit Jasna. Wir machen ja bei Mit Roland? das machen wir ja sowieso und Mhm. sowas, ne? Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das. Wir machen ein Special mit Roland zum Thema Ja. Filmmusik. Ja. Ah ja, Roland ist der Dirigent der Musikgesellschaft Waldwil. klar, ja. Wir machen, da wusste Angie bis heute Morgen nichts von, Radio Waldwil Musik Specials. Die mache ich dann, wenn Angie auf Reisen ist. Mal wieder, ne, weil also Musik ist wichtig. Musik ist das ist so. extrem wichtig. Und Das ist schön. wichtig ist eben auch eine musikalische Späterziehung für Erwachsene. Über Musik, agree. über Musik, die es gibt, über Frank Zappa, über The Who, über The Clash, über alles, was es an Musik da draußen gibt, was man kennen muss, um die Welt zu verstehen. Besser zu verstehen, schöner zu finden. Und das machen wir dann auch irgendwann. Jasna, es ist 21:34 Uhr. Wir Wahnsinn. sind seit guten 2 Stunden dabei. Wahnsinn. Ganz, ganz herzlichen Dank, Ja, dass du danke da dir. gewesen bist. Vielen, vielen Dank, dass du uns auf verschiedene Themenwege mitgenommen hast. Also klasse, klasse. Sehr schön. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke, bis bald. Schönen Abend. Ciao. Bye.